zuständig für dieses Projekt. Und das ist jetzt mal eine ganz andere Sichtweise auf die Energiewende und heute eben E-Mobilität, die ein Teil der Energiewende ist, weil alle anderen Berichte in Zeitungen, im Fernsehen, die man sieht, da spielt eigentlich der Verbraucher keine Rolle. Da spielt Technologie eine Rolle und ökologische, gesellschaftliche und andere Aspekte, aber aus Sicht des Verbrauchers wird da wenig berichtet und deswegen ist das besonders spannend und eine ganz großartige Chance, dass wir das heute zu hören bekommen. Wir haben in diesem Medium einen Chat. Das wird wahrscheinlich jeder sehen und hoffentlich auch verstehen. Das heißt, es können während des Vortrages über den Chat Fragen eingegeben werden. Ich versuche, die so gut wie möglich mitzumeißeln, sodass wir die, wenn es passt, während des Vortrages oder im Anschluss an den Vortrag dann noch an den Referenten, an den Tom Janek stellen können und Fragen beantworten können. Übers Mikrofon und Bild wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil es zu aufwendig ist und vielleicht ein Durcheinander gibt. Also wir beschränken uns erstmal auf den Chat, da könnt ihr die Fragen reinstellen. Vorweg noch ein paar Worte zur E-Mobilität. Warum macht E-Mobilität Sinn? Es wird immer der ökologische Aspekt in den Vordergrund gestellt und der existiert auch. Da können wir auch darüber diskutieren, über die Wirkungsgrade, den Rohstoffverbrauch, die CO2-Emissionen, die im Vergleich Verbrenner zu Elektroautos entsteht. Das ist das eine, aber für mich als Ingenieur gibt es harte physikalische Fakten, die für Elektromobilität stehen und für elektrische Antriebe für Autos. Das eine ist, ganz was Technisches jetzt, die Drehmoment-Drehzahlkurve. Die ist bei Elektromotoren sensationell viel besser als bei Verbrennungsmotoren. Das heißt, man kann sich bei Elektroantrieben dieses ganze Gedöns der Getriebe, 10-Gang-Automatikgetriebe, was es heute gibt, kann man sich sparen. Man braucht es nicht. Man hat ein kleines Vorgelegegetriebe, das ist sehr leicht und klein und kann nicht geschaltet werden. Das dient nur zur Drehzahlanpassung des Motors. Also das ist einfach ein physikalischer Vorteil. Der zweite Vorteil ist, ich kann durch den Elektromotor Energie zurückgewinnen beim Bremsen. Also ich muss nicht an der normalen Bremse beim normalen Auto die Energie in Wärme umwandeln, wenn ich darauf trete und Feinstaub erzeugen, sondern ich kann die zurückgewinnen, indem der Motor nicht Motor ist, sondern Generator. Der wird einfach anders angeschlossen und lädt dann die Batterie wieder. Und wenn man das mal erlebt hat, dann stellt man fest, gerade im Stadtverkehr, dass ein riesiger Teil Energie wieder zurückgewonnen wird, in die Batterie gespeichert wird und dann wieder verbraucht werden kann. Das ist der zweite Vorteil. Und der dritte, das sind die technischen Wirkungsgrade. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Der technische Wirkungsgrad vom E-Antrieb ist, wenn man alles berücksichtigt, im Vergleich zum Dieselmotor besser. Da können wir darüber diskutieren und betrachten, wie diese Wirkungsgrade entstehen. Also das sind die physikalischen Vorteile, die für den Elektroantrieb sprechen. So, jetzt ist das Laden vom Dach für die Wirkungsgradbetrachtung die Königslösung absolut anzustreben. Nicht jeder hat ein Dach, wo er was drauf basteln kann, um Strom zu gewinnen, elektrische Energie zu gewinnen. Aber viele haben es und viele können es auch für andere machen und elektrische Energie erzeugen, dass die direkt in die Batterie gespeichert wird. Und dazu hören wir jetzt einen Vortrag von Tom. Und damit übergebe ich auch an dich, Tom. Du hast das Wort. Super, vielen Dank erstmal auch für die Einleitung. Toll, jetzt muss ich gar nichts mehr erzählen. Also ich meine jedenfalls nicht, wer ich bin und so, das finde ich sehr schön. Das macht es natürlich erstmal deutlich einfacher. Ich freue mich, dass Sie sich den Abend Zeit nehmen, heute den mit uns zu verbringen und genau zum Thema E-Mobilität, Tanken vom eigenen Dach hier, sich das anhören wollen. Ich hoffe, Sie haben sich die Chips zurechtgepackt, was zu trinken da, dann können wir gleich mal durchstarten, bevor ich anfange zu erzählen. Aber kurz eine Frage an Sie. Und zwar, ich werde hier mal eine Umfrage einblenden, in der es einfach darum geht, sind Sie schon einmal mit einem E-Auto gefahren bzw. mitgefahren? Da würde ich Sie einfach mal bitten, mal drauf zu klicken, ja oder nein, damit wir erkennen können oder ich so ein bisschen weiß, wie sich das so darstellt. Hervorragend, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann beende ich das mal und nein,
welchen Ergebnisse präsentieren. Und da sehen wir natürlich, das ist natürlich schon mal ganz schön. Der größte Teil von Ihnen ist schon mal mit dem E-Auto gefahren oder mitgefahren. Also muss man jetzt nicht vielleicht alles ganz neu erzählen. Sie haben schon ein bisschen Erfahrung, das finde ich natürlich ganz hervorragend. So, das mache ich mal aus. Und ich gehe nochmal kurz zu uns zurück. Vielleicht trotzdem nochmal kurz ein, zwei Sachen. Jens Wolfsberg hat es eben schon erzählt. Rechts haben Sie die Möglichkeit, im Chat was einzugeben. Auch wenn vielleicht irgendwie von dem Ton oder irgendwie sowas nicht, das gerade nicht so hinhaut, dann schreiben Sie das gern rein. Wir zeichnen das Seminar auf. Vor dem Hintergrund sollten eigentlich Ihre Namen oder der Chatverlauf nachher auch nicht angezeigt werden, weil so der Wunsch bestand, dass man das vielleicht auch später nochmal dass man sich das nochmal anschauen kann. Genau, ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Sie so Handzeichen geben. Das dürfen Sie gerne tun. Gibt da mehrere Möglichkeiten, Daumen hoch oder Daumen runter oder sowas, aber ich glaube, solche Fragen werde ich jetzt heute nicht stellen. Von daher gesehen, Sie sehen, dass da was ist. So, ich freue mich auf den Abend und jetzt starten wir dann auch gleich mal. Ich gehe mal hier rüber auf meinen Monitor und sehen schon, worum es geht. Ne? E-Mobilität tanken vom eigenen Dach und gucken wir mal kurz, in welche Richtung, was wir uns heute Abend alles anschauen wollen. Wir gehen mal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen ein, insbesondere natürlich, wie sieht denn das in Schleswig-Holstein aus? Was ist denn da gewollt? Worauf muss man sich da einstellen? Finde ich wichtig, auch als Schleswig-Holsteiner da ein bisschen einen Überblick zu haben. Und dann gehen wir gleich schon rein, das Thema E-Mobilität. Welches E-Mobil passt zu mir? Meine Lanze brechen vielleicht für die E-Mobilität. Wir verschaffen uns einen kleinen Überblick und gehen insbesondere auch auf die Wirtschaftlichkeit ein. Wirtschaftlichkeit ist heute Abend an mehreren Punkten, mehreren Stellen ein wichtiger Aspekt. Einfach wie Jens Wolfsberg das schon auch gesagt hat, ist halt durchaus auch ein Punkt, über den Sie sich natürlich auch Gedanken machen, wenn Sie sich jetzt ein Auto anschaffen, lohnt sich das für mich und so weiter und so fort. Und dann gucken wir uns natürlich mal an, wie ist das vielleicht im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Vielleicht eine Batterie dazu. Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Wir haben so eine Beispielrechnung mal aufgemacht, um Ihnen mal zu verdeutlichen, was man da so mit einbeziehen muss. Und wir sprechen natürlich die Fördermöglichkeiten an. Ein Punkt, der natürlich im Moment auch dazu führt, dass die E-Mobilität gerade einen sehr großen Aufschwung erfährt. Ich könnte Ihnen auch Zahlen aus Schleswig-Holstein zeigen, das tue ich aber jetzt nicht. Und wir sprechen natürlich auch ein bisschen über die Tücken im Alltag. Da geht es zum einen der Anschluss, das lässt sich wahrscheinlich relativ einfach mal abbügeln, sag ich mal. Ein anderes Problem nach wie vor ist aber, wie ist das, wenn ich nicht zu Hause tank, sondern wenn ich unterwegs bin, meinetwegen in Urlaub fahren möchte, wenn das wieder geht, wo tanke ich dann und was können da für Probleme auftauchen? Ziehen ein Fazit. Und ich weise noch auf andere Angebote hin von Kollegen, die Ihnen auch bei einigen Punkten noch weiterhelfen können. Und es bleibt natürlich genug Zeit zum Diskutieren. So, nochmal ganz kurz zu unserem Projekt Verbraucher und Energiewende. Worum geht es denn da eigentlich? Wir sind ein Projekt, das ist vom MELOND gefördert, das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Alles Punkte, die super zusammenpassen, auch wenn sich das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so anhört. Insbesondere die Digitalisierung, denkt man sich auch, was hat das denn mit den anderen Punkten zu tun? Aber bei den 3 Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sehen wir das letztlich eigentlich schon. Also wir beschäftigen uns insbesondere mit 3 Themen. Das ist einmal Wärmenetze, Nutzung von Solarenergie, so als Mieter, aber auch als Hausbesitzer. Und die smarte Energienutzung ist für uns mit einem Punkt. Das geht Richtung Digitalisierung. Und wenn man da in die Richtung denkt, da kommen wir nachher auch noch mal ganz kurz dazu, dann sehen wir, dass da eigentlich wieder alles zusammen läuft. Und darum passt auch tatsächlich das Thema Digitalisierung ganz hervorragend zu den 4 anderen Themen. Wie gesagt, einmal schneiden wir das auch sehr gut an, dazu später mehr. Und was sind unsere Ziele in dem Zusammenhang? Wir wollen natürlich Ihnen einen guten Überblick verschaffen über die einzelnen Bereiche. Lohnt sich das für Sie? Welche Auswirkungen hat das in der Ökologie, für Ihr Portemonnaie und worauf muss man gesetzlich technisch achten? Wir wollen eine Transparenz schaffen, damit Sie halt gute, nachhaltige Entscheidungen für sich treffen können. Und letztlich stehen wir natürlich in den Verbraucherzentralen auch immer zur Verfügung, wenn es mal Probleme gibt mit unserer Rechtsberatung.
Genau, so viel zu unserem Projekt. Und dann gehen wir einfach mal weiter zu dem Thema zur Ausgangslage. Und da gehe ich jetzt mal ganz kurz auf eine Seite. Die gibt es hier, das ist von der Zeit, da hat man die Möglichkeit, mal einen Ort einzugeben und bekommt dann hier so ein komisches Ding angezeigt, so eine Grafik. Und was das eigentlich bedeutet ist, Sie sehen hier seit dem Jahr 1881 bis zum Jahr 2018 jedes Jahr in einem vertikalen Balken. Und dieser vertikale Balken ist eingefärbt, je nachdem, ob dieses Jahr wärmer oder kälter war im Vergleich zu einem Referenzzeitraum. Der Referenzzeitraum ist von, lass mich überlegen, ich glaube 1960 bis 91 oder sowas. Und umso blauer der Balken ist, umso kälter war es halt durchschnittlich in dem Jahr, und umso roter der Balken ist, umso heißer war es in dem Jahr. Und was man jetzt hier mal für Schleswig sehen kann, ist ja nicht so weit weg von Neuer-Brarup, ist, dass es hier auch zum Ende hin immer roter wird. Und das ist natürlich schon so ein Aspekt, über den man sich Gedanken macht, und letztlich auch der Aspekt, warum viele Entscheidungen getroffen wurden. Nach dieser Grafik hier oder nach dieser Berechnung ist es halt so, dass 2013 das heißeste Jahr war in Schleswig mit durchschnittlich 8,7 Grad Celsius. Nee, falsch. 10,4 Grad in 2014, Entschuldigung. Und ist um 2,3 Grad nach oben abgewichen. Aktuell ist es, glaube ich, so, dass das letzte Jahr auch wieder zu den 3 heißesten Jahren gehörte. Also es nimmt immer mehr zu. Man kann es hier sehr schön sehen, wie sich das halt darstellt. Und in dem Zusammenhang haben sich natürlich eine ganze Menge Institute auch mal Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn das so weitergeht mit den Temperaturen. Und da haben wir auch hier in Schleswig-Holstein einige Institute, die sich da Gedanken zu gemacht haben. Unter anderem gibt es da zum Beispiel das Helmholtz-Zentrum hier in Geesthacht, das da auch Studien zu erstellt hat. Und das, was Sie halt hier sehen können, ist einmal, dass Sie sich angeschaut haben, wie ist das mit dem Klimaschutzszenario, wenn wir das schaffen, die Klimaerwärmung zu begrenzen, dann sind wir so bei 1 Grad Celsius. Oder wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir hier halt bei den 4 Grad Celsius. Was passiert denn dann eigentlich bei uns in Schleswig-Holstein? Und das haben die sich mal ein bisschen genauer angeschaut. Das fand ich ganz interessant. Hier sind ein paar Ergebnisse aus deren Studie. Ich finde aber tatsächlich das, was die für Hamburg gemacht haben, noch ein bisschen plastischer. Darum gucken wir uns das an. Ist ja auch nicht so viel weiter weg. Und da sehen Sie halt hier verschiedene Spalten, so wie das halt heute aussieht, zu unterschiedlichen Aspekten, wie viele Frosttage haben wir heute, wie viele heiße Tage, bis hin zu dem Thema Schlecht-Schlaf-Index, da kommen wir näher nochmal zu. Und das haben sie sich dann halt mal angeschaut, wie verhält sich das denn, wenn das 1,5 Grad wärmer wird, bei 2 Grad, und wie ist das, wenn wir so weitermachen wie bisher? Und da sehen Sie halt auch schon, da passieren eine ganze Menge Sachen. Im Moment haben wir halt 74 Frosttage, wenn man sich hier die erste Zeile mal anschaut, und bei 4 Grad mehr, wenn wir nichts machen, dann haben wir deutlich mehr als die Hälfte weniger Frosttage. Ich meine, ist, wie ich es auch im Intro-Film mal gesagt habe, können Sie sich noch daran erinnern, wann es das letzte Mal richtig doll, knackig geschneit hat? Also ich habe letztens ein Bild gesehen, ich glaube, das war 2013 oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da haben wir wirklich ordentlich Schnee gefegt. Das ist einfach echt schon ein paar Jahre her. Was Sie auch noch sehen können, Winterniederschlag wird deutlich mehr. Und was hier unten, was ich tatsächlich interessant finde, ist dieses Thema Schlecht-Schlaf-Index. Also ich persönlich finde das ganz schön, hier in Schleswig-Holstein zu wohnen. Wir haben so eine natürliche Kühle, wir haben schön ein bisschen Wind um die Nase. Das finde ich ganz gut. Ich war einmal in Kroatien in den Ferien, das hat mir nicht so gut gefallen, da bin ich gleich krank geworden, war viel zu heiß. Aber hier ist ja auch, das können Sie hier halt sehen, umso wärmer das wird, umso problematischer wird es halt auch, umso heißer, und schlecht Schlafindex heißt halt, Sie wachen morgens auf und haben nicht das Gefühl, dass Sie erholt sind. Also das wäre für mich ein großer Graus. Und ich bin wirklich der Ansicht, das sollten wir vermeiden. Und vor dem Hintergrund gibt es sogenannte Energiewende-Szenarien. Wie können wir das in den Griff bekommen? Was müssen wir tun, damit das nicht passiert? Gibt es auf Bundesebene, und es gibt diese Szenarien auch für Schleswig-Holstein. Die sind letztes Jahr vorgestellt worden, und da sind so konkrete Handlungsempfehlungen drin, was man machen muss. Und es gibt 2 Szenarien, einmal das 80%-Szenario und einmal das 95%-Szenario. Das heißt,
im Vergleich zu 1990 reduzieren wir die Treibhausgasemissionen um 80% oder um 95%. Und vor dem Hintergrund wurde halt mal geschaut, was man dazu tun muss. Und derjenige, der das vorgestellt hat an dem Tag, sagte dann auch schon gleich, also wenn man das ernst nimmt mit den Anstrengungen zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen und auch des Temperaturanstiegs, dann ist das 80%-Szenario eigentlich gar keine Option, sondern wir müssen uns gleich mit dem 95%-Szenario auseinandersetzen. Und das sehen Sie hier. Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen genauer an. Wenn ich hier meine Lupe finde, bam, gucken wir mal. Und da sehen Sie halt, Treibhausgasemissionen müssen wirklich ganz enorm weit runtergehen. Der Nettostromverbrauch, der wird sich verändern. Wir werden auch irgendwie mehr Strom verbrauchen in anderen Anwendungen, als es bisher der Fall ist. Was sicherlich viele Leute an der Westküste nicht so cool finden, ist, wenn man sich das anschaut, was das mit der Windkraft bedeutet, wenn wir wirklich zu diesem 95%-Szenario kommen wollen. Denn wird im Vergleich zum Jahr 2016, also wirklich, sehen Sie, das Vierfache von Windkraftanlagen auch auf dem Land stehen werden. Und da können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das nicht so ohne weiteres durchgeht, mal ganz unabhängig von vielen anderen Dingen, die noch passieren können, die berücksichtigt werden müssen. Was aber auch noch wichtig ist, und das ist hier der Punkt 6, den ich jetzt auch mal größer mache, auch der Verkehr spielt eine große Rolle. Und hier ist es halt so, dass der Endenergieverbrauch halt auch deutlich reduziert werden muss, quasi um 59%. Und die Art des Verbrauchs verändert sich halt ganz stark. Und zwar das, was wir hier im Moment halt sehen, dass wir fossile Brennstoffe verwenden, das wird es nach diesen Energiewende-Szenarien tatsächlich im Jahre 2050 gar nicht mehr geben. Mehr als die Hälfte hier wird auf Strom basieren, eine andere Hälfte auf synthetischen Brennstoffen. Und wir haben hier in der Mitte noch sogenannte biogene Brennstoffe. Sie sehen also, in diesen Energiewende-Szenarien für Schleswig-Holstein spielt auch die E-Mobilität eine Rolle. Und damit sind wir natürlich dann auch beim Thema. Und die erste Frage, die natürlich dann immer kommt, so, boah, welches Auto passt zu mir? Und vor allem im letzten Jahr ist da tatsächlich eine ganze Menge passiert. Es sind sehr viele unterschiedliche Modelle auf den Markt gekommen. Es gab so eine schöne Übersicht, die ich Ihnen hier mal mit aufgebracht habe. Und entschuldigen Sie, da sehen Sie hier unten auf der X-Achse ist die Reichweite in Meilen dargestellt, ist also eine amerikanische Grafik. Und hier auf der Y-Achse, da sehen Sie halt die Größe der Autos. Und wie Sie schon sehen können, hier unten haben wir den Smart Fortwo 2, den geht es über den BMW i3 bis hin zu den großen Sachen wie Tesla Modell S oder Tesla Modell XY. Da wird sicherlich für jeden Geschmack was dabei sein. Also an der Vielfalt wird es nicht liegen, dass man nicht das richtige Modell oder dass man sich nicht für die E-Mobilität entscheidet. Gerade heute, wir hatten vorhin noch ganz kurz drüber gesprochen, gab es auch wieder einen Artikel zu dem Thema, dass jetzt auch wirklich chinesische E-Mobile auf den europäischen Markt kommen. Also an Frankreich und Deutschland trauen sich wohl im Moment nicht so ran, aber in Schweden, Norwegen und so, da findet man das schon häufiger. Und diese Autos müssen sich jetzt auch qualitativ nicht mehr so ganz stark vor den europäischen Modellen verstecken. Und außerdem sind die Chinesen da tatsächlich manchmal auch bei bestimmten Sachen ein bisschen konsequenter in der Umsetzung. Also da gibt es eine ganze Menge. Und auch die deutschen Automobilhersteller sind jetzt stärker darauf eingestiegen. Insbesondere Volkswagen hat ja jetzt nun auch sein Modell mit rausgebracht. Aber auch da kann man vielleicht im Anschluss noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie sich das so darstellt. Ich halte diesen Vortrag natürlich nicht das erste Mal und es kommen immer wieder Fragen auf, wie ist denn das mit dem Auto und mit der Brennstoffzelle? Und ich habe da jetzt einfach mal eine Grafik mit reingenommen, weil mir das dann doch, vielleicht wird es hier ein bisschen deutlicher, warum das mit der Brennstoffzelle nicht so ganz einfach ist, weil häufig ist es ja so, dass als Kritik gegenüber der E-Mobilität ja vor allem das Batteriethema angesprochen wird. Und wenn man sich die aktuellen Kfz anschaut, die eine Brennstoffzelle nutzen, dann sehen Sie hier eine Beispielgrafik, die ein Brennstoffzellenauto wiedergibt. Und schauen Sie mal hier hinten, was da tatsächlich läuft. Das ist eine große Batterie. Letztlich ist es nämlich tatsächlich so, dass die Brennstoffzellenautos im Moment eigentlich auch nichts anderes sind als E-Mobile,
die nur quasi noch zusätzlich die Wasserstoffverbrennung mit an Bord haben. Von daher gesehen muss man leider sagen, wenn man jetzt vor allem dieses Batteriethema stark im Fokus hat, dann muss man die Kritik, die gegenüber der E-Mobilität geäußert wird, letztlich auch auf die Brennstoffzellentechnologie im Moment sagen. Also das einfach nur mal für Sie zur Information. Da können wir sonst gegebenenfalls auch im Anschluss vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn das von Interesse ist. Da kann sicherlich der Jens Wulfsberg auch noch ein bisschen mehr zu sagen, insbesondere wenn es um Wirkungsgrade geht und so. Aber hier, auch wenn man sich mit Leuten unterhält, die mit dem Thema Wasserstoff im Moment zu tun haben, lassen sich da schon mehrere Punkte eigentlich auch immer festhalten, dass wir zukünftig deutlich mehr Wasserstoff brauchen werden, vor allem in der Industrie. Und die Frage ist, ob tatsächlich Wasserstoff in der Menge zur Verfügung steht, dass das tatsächlich dauerhaft wirtschaftlich auch gegen die E-Mobilität bestehen kann. Also das ist schwer zu sagen. So, das war vielleicht als kleiner Exkurs. Wie gesagt, können wir auch gerne später nochmal drauf eingehen. Dann immer wieder die Frage, ist E-Mobilität überhaupt umweltfreundlich? Ich gebe zu, dass ich da früher auch durchaus ein bisschen skeptisch war, weil häufig ist es ja so, ne, aus den Augen, aus dem Sinn, wenn man hinten nichts ausstößt, dann kann das ja nur gut sein. So ist das natürlich nicht. Aber auch hier sind schon zahlreiche Studien, sagen wir, durchgeführt worden, und wenn wir darüber sprechen, möchten wir uns natürlich auch gern auf Informationen berufen, die eine gewisse Stabilität haben. Hier habe ich halt mal eine Grafik mit eingebaut, die ist vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die hatten schon im Jahre 2017 mal untersucht, wie sich denn das E-Mobil darstellt im Vergleich zum Verbrenner, und die haben sich das halt hier, können sich das halt anschauen. Die haben die Kompaktklasse miteinander verglichen, Thema Benzin, Diesel, Elektro, wie das halt im Jahr 2017 aussieht und wie das vermutlich im Jahre 2025 aussehen wird. Und die haben sich jetzt hier in erster Linie die CO2-Emissionen angeschaut. Und dabei haben sie auch noch differenziert zwischen dem Thema Produktion, Wartung, Entsorgung und dem Fahrbetrieb der Energiebereitstellung, also quasi, wenn Sie das Auto jetzt haben. Und da sehen Sie schon, dass es durchaus Unterschiede gibt, aber dass selbst im Jahr 2017 das E-Mobil schon vergleichsweise gut abschneidet, sowohl im Vergleich zum Diesel als auch im Vergleich zum Benzin. Im Jahr 2025 soll es sogar noch besser werden, einfach weil das Thema Energiewende dann noch ein Stück weiter ist. Hier wurde nämlich tatsächlich der normale durchschnittliche Graustrom unterstellt. Im Jahre 2025 werden wir noch mehr Ökostrom haben. Darum wird sich diese Bilanz, die CO2-Bilanz, verbessern. Wenn, und das ist dann halt auch immer so der Wunsch, wenn man sich über E-Mobilität unterhält, dass, wenn man die Umweltbilanzen sieht und Studien veröffentlicht wird, muss man halt immer schon ein bisschen gucken, wer veröffentlicht denn da gerade, was ist denn vielleicht sein Interesse daran, und wird der gesamte Produktionsprozess halt mit einbezogen, oder geht es nur um einen Teil davon, also wenn das Auto zum Beispiel bei Ihnen ist, und welcher Strommix wird den E-Mobilen zugrunde gelegt. Also das sollte man halt immer so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, damit man hier, sagen wir mal, sich selbst ein objektives Bild bilden kann. Und wenn man das dann halt quasi so, sich anschaut, dann kann man halt sagen, dass bereits jetzt die E-Autos vor allem in Bezug auf, den CO2-Ausstoß klimafreundlicher sind als die Verbrenner. Feinstaubwert sieht es zum Beispiel nicht so aus. Das bezieht sich dann nicht auf die Laufzeit, wenn das Auto bei Ihnen ist, sondern eher auf den Produktionsprozess und dann gegebenenfalls nachher auf die Verschrottung etc. Die Stickoxidwerte sind geringer, aber im Moment haben wir schon noch das Problem, dass der Rohstoffaufwand höher ist, also insbesondere in Bezug auf die Batterien. Aber auch dazu gibt es Studien, unter anderem vom Fraunhofer Institut, die davon ausgehen, dass sich das in absehbarer Zeit deutlich verbessern wird. Wie das mit dem Rohstoffabbau aussieht, das muss natürlich länderübergreifend geregelt werden. Und das Thema Recycling, Altbatterien, wird es Lösungen geben. Und da finde ich das ganz interessant. Da hatte tatsächlich ein Teilnehmer aus einem anderen Vortrag mal hier auch was mit bei dem Vortrag, den ich damals gehalten hatte, auch mit eingebracht. Also es gibt tatsächlich jetzt auch schon ein Unternehmen in Düsenfeld in Braunschweig, in dem
das so aussieht, also die können jetzt schon 70% einer alten Batterie recyceln. Wenn sie einen Schritt mehr noch in den Griff bekommen, dann sind sogar bis zu 90% drin. Das ist tatsächlich wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Also auch da wird es Fortschritte geben, sodass das in der Tat zukünftig wahrscheinlich auch nicht mehr so ein großes Problem sein wird. Darüber hinaus, was auch für die Energiewende ganz, ganz wesentlich ist, die Elektroautos können halt zukünftig auch als Netzentlassung Pufferspeicher genutzt werden. Denkbar halt auch, dass sie das Auto als Speicher nutzen, um den Strom nachher für sich selbst zu verbrauchen. Und ja, bei den Gesamtkosten schneiden die E-Autos zum Teil auch heute schon besser ab. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Thema Fahrzeugkosten im Vergleich. Es ist natürlich immer so, dass wir zu den Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, schon immer sehr viele Informationen uns anschauen, welche passen da am besten. Und jetzt, was Autos anbelangt, ist es natürlich so, dass ADAC durchaus da eine Kapazität ist. Und da kann man hier halt auch sehen, da haben wir mal 2 Beispiele rausgenommen, dass beim VW Golf das E-Auto tatsächlich schon besser abschneidet. Unterstellt wurde halt eine Laufleistung von 15.000 Kilometern im Jahr. Und da ist es halt so, dass der Golf durchschnittlich 43,6 Cent pro Kilometer kostet, im Vergleich zum Diesel zum Beispiel mit 51,1 Cent. Beim Beispiel Zoe Clio, also bei den Renaults, ist das ein bisschen anders. Da ist das E-Auto noch teurer. Je nachdem, wie viel Interesse Sie da zeigen, können Sie sich da auch selbst mal informieren. Auch dazu gibt es eine ganz schöne Liste hier im Netz zu finden. Vielleicht da auch nochmal der kurze Hinweis. Sie bekommen so im Nachgang morgen, spätestens eher morgen, nochmal ein Paper, in dem Sie ein paar Links finden zu den Ressourcen, die wir uns heute zum Teil auch mit angucken. Falls Sie mal ein bisschen mehr Zeit haben und sich das ein bisschen genauer anschauen wollen, insbesondere wenn man sich hier mal die, sagen wir mal, durchschnittlichen Kosten für die Autos anschauen möchte. Da gibt es halt hier, wie gesagt, vom ADAC einen Vergleich. Da werden immer ähnliche Autos miteinander verglichen und dann können Sie halt sehen, wer wie abschneidet. Und Sie können das halt hier sehen, dass Elektrofahrzeug, reines Elektrofahrzeug, Plug-in-Hybrid mit Benzin und Diesel verglichen wird und das bei einer unterschiedlichen Laufleistung pro Jahr entsprechend dann halt auch sehen Sie, was halt hier rauskommt. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir zum Ende hin auch nochmal über das Thema Plug-in-Hybride sprechen. Da bin ich nämlich so ein bisschen skeptisch immer, einfach weil die häufig nicht ganz so genutzt werden, wie man das eigentlich erwarten würde. Aber das ist vielleicht auch eher eine Sache für die Diskussion so zum Ende hin. Genau, das mal so als Einblick. Ja, jetzt ist die Frage, welches Auto passt zu mir? Wie ist das mit der Fahrtstrecke? Und da habe ich auch noch mal eine kleine Frage an Sie. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn hier aus? Da würde ich Sie noch mal fragen, wie weit fahren Sie täglich mit Ihrem Auto? Geben Sie doch bitte jetzt mal, antworten Sie doch mal hier auf diese Frage. Seien Sie ehrlich oder schätzen Sie einfach, das ist gar nicht so dramatisch. Ja, 1, 2 Stimmen noch. Prima. Dann präsentiere ich mal die Ergebnisse und da sehen Sie, dass, jetzt gucken wir mal eben kurz, die Mehrheit irgendwie zwischen 51 und 100 Kilometern fährt. Was haben wir denn als zweites? Das sind bis 50 Kilometer. D ist dann schon ganz schön viel. Und C ist auch viel. Halali. Also okay, aber mehrheitlich eher bis 100 Kilometer täglich. Passt vermutlich auch halt zu Norderbrauch. Ne? Also wahrscheinlich arbeiten nicht so viele von Ihnen vor Ort. So, gehen wir mal kurz zurück. Wenn man das sich nämlich anschaut, dann ist es so, dass tatsächlich der durchschnittliche Deutsche ungefähr 45 Kilometer am Tag fährt. Hat das Kraftfahrzeugbundesamt errechnet. Und zwar 5 Tage die Woche, einen Tag am Wochenende. Und in diesen 45 Kilometern sind halt letztlich auch schon, ist auch schon der Arbeitsweg mit drin. Das bedeutet halt, dass sie ungefähr dann, dass durchschnittlich 14.000 Kilometer im Jahr zurückgelegt werden. Das mal so als Hintergrund.
eine große Angst, die halt so besteht, ist ja das Thema Reichweite. Ne? Ich bleibe zwischendurch liegen und was passiert denn dann? Tatsächlich ist das in den meisten Fällen unbegründet, aber worauf man achten sollte, jedenfalls war das in der Vergangenheit so, dass ein E-Mobil nicht immer gleich viel Reichweite hat. Hier ist es halt so, dass die besten Ergebnisse im Frühling, Herbst erhalten sie halt, was die Reichweite anbelangt. Im Sommer sind es tatsächlich nur 80%, weil sie hier dann auch mit einrechnen müssen, dass sie eine Klimaanlage brauchen. Gegebenenfalls muss die Batterie gekühlt werden. Und im Winter ist es natürlich andersherum. Dort haben sie das Problem, dass sie eine Heizung brauchen, dass die Batterie sich gegebenenfalls, wenn das Auto nicht im Carport oder in der Garage steht, natürlich dann auch durch die Kälte ein bisschen entlädt. Von daher gesehen ist dort der Anteil noch geringer. Ich weiß, dass diese Anteile jetzt immer ein bisschen näher sich zusammenstauchen. Auch da hat sich in der Technik mittlerweile eine ganze Menge getan. Das ist tatsächlich von Modell zu Modell unterschiedlich und sollte man sich genau anschauen und auch mal ausprobieren. Ein Problem, was sich da so ein bisschen stellt, ist, dass das mit der Reichweite, das, was die Hersteller angeben, durchaus so ein ähnliches Problem ist wie mit dem durchschnittlichen Verbrauch vom Verbrenner. Ne? Auch da sollte man durchaus mal ein bisschen skeptisch sein. Auf jeden Fall sollten Sie halt immer so ein bisschen mit einplanen, wenn Sie an Ihre eigene Fahrtstrecke denken, so 30% nochmal draufschlagen, und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, wie viel Sie fahren, führen Sie einfach 2 Wochen lang mal ein Fahrtenbuch. Darauf können Sie super aufbauen und dann mal schauen, welches Auto quasi die Reichweite dann bringt, die Sie dann bräuchten. Genau. Kommen wir zum Thema PV-Anlage. Auch hier nochmal eine kleine Frage an Sie, damit Sie ein bisschen was auch tun müssen für heute Abend. Genau. Haben Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn Sie da mal kurz drauf antworten. Ah ja, was für ein Glück. Also müssen wir den nächsten Teil nicht überspringen, wenn ich das hier richtig sehe. Ich sehe gerade hier aus den Augenwinkeln, dass die Frage besteht, ob man die Chatfragen nicht einbringen kann. Wir haben uns tatsächlich am Anfang dagegen entschieden, weil der Vortrag ja aufgezeichnet wird und nachher dann letztlich auch in der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und da stand so ein bisschen die Frage im Raum, ob das denn überhaupt gewollt ist, dass alle Namen sehen können. Und darum haben wir uns erstmal dagegen entschieden, das so für alle zu veröffentlichen. Und darum würde ich es erstmal so dabei belassen, außer es gibt jetzt... Ja, das hat Verwirrung erzeugt, weil ich antworte und das können wahrscheinlich alle sehen, oder? Ah, ja, dann ja, in der Tat. Wir könnten jetzt, wir sind 13 Leute, nicht? Und davon viele aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Wir könnten kurz sagen, jetzt, wenn jemand das nicht will, nicht gesehen werden will, dann möge er jetzt in den Chat schreiben, ich will es nicht. Ja, ich hätte einen besseren Vorschlag. Es gibt dieses kleine Handzeichen in dem Chat. Wir können eine kurze Abstimmung machen und für alle, für die das okay ist, dass die Namen auftauchen und die Fragen im Chat, die sollen doch denn bitte einmal die Hand, den Daumen nach oben strecken, und die es nicht möchten, müssen bitte den Daumen nach unten wählen. Dann können wir das einfach mal so entscheiden. Ich sehe einen Daumen runter, also können wir, dann machen wir es nicht. Okay, genau. Alles klar, ist geklärt. Super. Dann antworte ich nicht, dann sammle ich nur die Fragen und dann können wir das am Ende machen. Alles klar, super, vielen Dank. Okay. Genau, ich gehe mal wieder rüber hier zur Umfrage. Tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit keine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Das freut mich so ein bisschen, dann erzähle ich Ihnen hier jetzt auch mal was Neues. Und dann fangen wir mal damit an. Und zwar haben wir hier so eine schöne Glockenkurve. Hier sehen Sie halt sozusagen einen perfekten Verlauf eines Sommertages, in dem quasi die Sonne anfängt zu scheinen, hier so gegen 6:30, dann geht es hier hoch,
Da gibt es den meisten Ertrag aus der PV-Anlage und hier geht es wieder runter. Und im Vergleich dazu haben wir hier den Stromverbrauch. Das ist ein Vier-Personen-Haushalt, wenn ich es, glaube ich, richtig im Kopf habe. Und offensichtlich gibt es da auch noch kleinere Kinder und einer der Eltern ist zu Hause und kocht dann mittags offensichtlich auch. Häufig ist das so, dass diese Verbrauchsgeschichte, die sie hier halt haben, um die Mittagszeit schon gar nicht mehr so solche großen Ausschläge hat, sondern die verläuft ähnlich, wie Sie das hier sehen. Und dann haben Sie eher abends und morgens so einen Ausschlag, was jetzt den Verbrauch anbelangt. Und das, was Sie halt hier sehen können, ist, dass Sie nicht immer unbedingt dann den Strom haben von der Sonne, wenn Sie ihn eigentlich brauchen. Das ist ein bisschen der Nachteil am Sonnenstrom. Er ist sozusagen volatil. Und wir haben ja nun das Erneuerbare Energiengesetz seit über 20 Jahren und mit einer PV-Anlage kann man verschiedenste Dinge machen. Die Optionen, die haben wir hier mal aufgelistet. Aber eigentlich das, was uns heute interessiert, ist das, was Sie hier ganz unten sehen. Eigenverbrauchskonzepte in Kombination mit Batteriespeicher, Smart Home oder halt E-Mobilität oder sonstigen Verbrauchseinrichtungen, zum Beispiel Wärmepumpen. Mittlerweile ist es halt so, dass die Einspeisevergütung aus dem EEG nicht mehr so hoch ist und sich die Einspeisung nicht mehr so super lohnt. Und es deswegen halt interessanter ist, eher zu gucken, kann man den Strom selbst verbrauchen, um den teuren Strom zu sparen, den man sonst halt einkauft. Und das wollen wir uns halt hier angucken. Beim Thema Aufbau einer PV-Anlage ist es halt eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Sie haben die PV-Module hier oben auf dem Dach. Das geht dann hier runter in den Wechselrichter und von dort aus gegebenenfalls in den Batteriespeicher, wenn Sie einen haben. Von dort aus dann hier zur privaten Ladesäule Wallbox oder gegebenenfalls über den Stromzähler dann raus in das öffentliche Netz. Also mal so ganz banal gesagt, da sind natürlich noch 1000 Kleinigkeiten mit drin, aber so, das sind die wichtigsten Merkmale, die man dazu im Hinterkopf behalten muss. Und wenn Sie zu den Kollegen von mir in die Energieberatung der Verbraucherzentralen gehen und Sie fragen, wie ist denn das, wenn ich jetzt eine PV-Anlage haben will, wie groß soll die denn sein, dann bekommen Sie da in der Regel mittlerweile einen Rat, so, der ein bisschen in das geht, was Sie hier auf der rechten Seite sehen können. Ne? Die Doppelhaushälfte hier hat tatsächlich relativ viel PV-Anlagen auf dem Dach, da ist fast das ganze Dach voll. Und das ist letztlich auch das, was die Kollegen mittlerweile sagen, wenn Sie über eine PV-Anlage nachdenken, dann sollte sie möglichst groß sein, möglichst die Dachfläche ausnutzen. Hat einfach den Vorteil, dass sich das schneller rentiert. Sie haben geringere Kosten pro Kilowatt Peak. Die Wartungskosten fallen insgesamt weniger ins Gewicht, weil sich das natürlich auf die größere Fläche dann bezieht. Und es ist halt sinnvoll, auch das Thema heute Abend, zukünftige Verbraucher halt mitzudenken. Zum einen das E-Auto, aber es kommen halt auch andere Dinge wie zum Beispiel Wärmepumpe. Wenn man an die, sagen wir mal, Wärmeerzeuger der Zukunft denkt, dann ist Wärmepumpe basierend auf Strom halt auch ein Punkt, der da wichtig ist. Und die nächste Frage, die ganz häufig gestellt wird, wie ist denn das mit dem Thema Batteriespeicher? Da muss man einfach immer dazu sagen, was viele nicht wissen, ein Batteriespeicher verbraucht selbst auch Strom. Das heißt, das, was er speichern kann, davon geht auch immer ein bisschen was ab. Sie sehen halt hier, dass ungefähr 400 Kilowattstunden im Jahr an Strom selbst verbraucht wird für den Speicher. Und wir werden das gleich an einer Beispielrechnung auch sehen. Das verringert die Wirtschaftlichkeit ganz ungemein. Und es ist auch nicht so, dass wenn Sie die doppelte Größe eines Stromspeichers nutzen, dass Sie doppelt so unabhängig sind. Also leider ist der Anstieg nicht proportional, sondern es ist sehr unterproportional. Und Sie sehen hier auch einen Richtwert, der dann angegeben wird. Wenn Sie sich für eine Batterie entscheiden, dann maximal 1 Kilowattstunde pro 1000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und maximal 1 Kilowattstunde pro Kilowatt Peak Photovoltaik. Wir gucken uns das, wie gesagt, in einer Beispielrechnung an, was das dann bedeutet. Was bedeutet das jetzt erstmal mit dem Thema E-Mobilität nochmal ganz kurz, Eigenverbrauch? Solarmodul ist irgendwie schon klasse. Also wenn Sie den Strom davon nutzen können, dann erzeugen Sie tatsächlich pro Quadratmeter jedes Jahr bis zu 200 Kilowattstunden elektrischen Strom und ein
Elektroauto, je nachdem welches Modell und wie sie fahren kann, aber damit bis zu 1000 Kilometer fahren, das ist schon eine ganze Menge. Und dann behalten wir nochmal kurz im Hinterkopf, Stromverbrauch Haushalt beläuft sich so auf einen Wert zwischen 1200 und 4000 Kilowattstunden, hängt meistens damit zusammen, wie viele Leute halt dort wohnen und was sie für elektrische Verbraucher halt haben. Und da kommen wir halt jetzt zur Berechnung. So, wir haben hier ein kleines Häuschen und wir haben einen 3-Personen-Haushalt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir verbrauchen 3500 Kilowattstunden im Jahr. Und wir rechnen jetzt gleich über 20 Jahre. Ich zeige Ihnen auch gleich, was wir dazu alles beachtet haben. Ich kann Ihnen auch unseren Rechner vorführen. Das ist dann schon ein bisschen kompliziert. Wir setzen da jetzt eine Anlage aufs Dach, eine Photovoltaikanlage, eine 7 Kilowatt Peak-Anlage. Und Investitionskosten liegen da bei 10.500 Euro, 10.500 Euro. Wenn man das über 20 Jahre nachher rechnet, ich zeige Ihnen gleich, wie gesagt, nochmal die Werte, die wir zugrunde legen, dann haben Sie die Photovoltaikanlage abgezahlt und noch ein Bonus von 1.111,29 Euro hinzu, sozusagen. Also die Anlage rechnet sich noch vor dem 20. Jahr. Wenn Sie jetzt aber sagen, hey, ich will auch einen Batteriespeicher dazu haben, dann haben wir das mit den aktuellen Vergütungssätzen auch nochmal ausgerechnet. Das lohnt sich dann im Moment eigentlich so eher nicht. Also das wäre halt tatsächlich so, dass Sie da eher noch so in den 20 Jahren draufzahlen. Sieht erstmal ein bisschen unglücklich aus. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wir haben da eine ganze Menge Sachen zugrunde gelegt. Wir haben halt, wie gesagt, den 3-Personen-Haushalt, 7 Kilowatt Peak-Anlage sehen Sie halt hier, das sind ungefähr 37 Quadratmeter Fläche. Dabei sind wir jetzt von der 320 Watt Peak-Leistung ausgegangen, liegt ungefähr so bei 280 bis 320 Watt. Wir haben den spezifischen Ertrag von Kiel zugrunde gelegt. Und sehen Sie hier 895 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Wir haben gegengerechnet 30 Cent die Kilowattstunde. Also es ist dann schon eher ein Ökostrompreis. Letztlich ergibt sich halt, muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, dieser positive Bereich hier unten, da, die 1.111 Euro, vor allem dadurch, dass Sie natürlich den Strom einsparen, den Sie ansonsten kaufen müssten. Ne? Und das sind halt sozusagen diese 30 Cent, die Sie halt hier sehen. Wir setzen oder stellen oder nehmen an, dass es eine Strompreissteigerung in den nächsten 20 Jahren gibt. Ob das jetzt wirklich realistisch ist, kann man sich auch darüber streiten von 1%. Die Einspeisevergütung beträgt aktuell 8,16 Cent. Ich war ein bisschen überrascht, als ich jetzt die heutige Präsentation vorbereitet habe. Wir haben halt bei der Förderung eine Degression, das heißt, der Fördersatz wird immer geringer und wenn Sie jetzt heute bauen, bekommen Sie die 8,16 Cent für 20 Jahre. Wenn Sie wenn Sie im März, glaube ich, bauen, dann sind es schon wieder so und so viel Prozent weniger. Ne? Also das wird immer weniger, weil davon ausgegangen wird, dass sich die Photovoltaikanlagen immer noch verbessern und man damit besser zurande kommt und dass es nachher gar nicht mehr unbedingt notwendig ist, das zu fördern. Wir haben zugrunde gelegt Preis für die Photovoltaikanlage von ca. 1.500 Euro pro Kilowatt Peak. Auch da wird es eine Veränderung geben zukünftig. Und ein Punkt Preisspeicher sehen wir hier 1.400 Euro pro Kilowattstunde. Brutto inklusive Installation. Und die Batterien halten unserer Ansicht nach, jedenfalls Experten der Verbraucherzentralen sagen, dass sie nur 15 Jahre halten. Das heißt, sie brauchen nach 15 Jahren nochmal eine neue. Die haben wir hier halt prozentual auch noch mit eingerechnet. Und Betriebskosten für die Anlage sind 180 Euro pro Jahr. So, und wenn Sie das alles miteinander berechnen und so weiter und so fort, kommen Sie halt auf diese Preise, die Sie halt hier gesehen haben. Und wie ist das denn jetzt, wenn Sie jetzt ein E-Mobil dazu holen? Das würde bedeuten, Sie steigern erstmal den Verbrauch. Jetzt muss man allerdings hier auch dazu sagen, wir haben jetzt hier unterstellt, dass es ein Zweitwagen ist. Das heißt, Zweitwagen hat den Vorteil, dass der mittags zu Hause steht. Und Sie können richtig viel von dem Strom, den Sie durch die PV-Anlage erwirtschaften, auch tatsächlich ins E-Auto reinpacken. Mit einem Pendlerwagen sieht das natürlich anders aus. Genau, aber wenn man einen Zweitwagen nimmt und da die 15.000 Kilometer ungefähr unterstellt, dann verbraucht das Auto ungefähr, was waren das, 2.000 Kilowattstunden, wie auch immer,
Wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir nehmen hier 6000 Kilowattstunden, das am einfachsten, und haben dann auf dieser Basis quasi sozusagen dann berechnet. Und da sieht das mit einmal ganz anders aus. Dadurch, dass Sie halt hier den Stromverbrauch nach oben treiben und den auch aus der Photovoltaikanlage bekommen, ne, die dann ins E-Auto rein, können Sie deutlich mehr Geld sparen. Und da kommen Sie hier auf eine Wirtschaftlichkeit von knapp 6.000 Euro nach 20 Jahren. Also Solaranlage abgezahlt und nochmal 6.000 Euro gespart, also echt nicht schlecht. Und interessanterweise ist es hier so, dass Sie da tatsächlich, der Batteriespeicher durchaus Sinn ergibt. Der Unterschied ist jetzt nicht mehr so hoch. Sie haben hier deutlich mehr Möglichkeiten, den eigenen Strom halt auch in die Abendstunden sozusagen reinzuverlegen, und so den Sonnenstrom länger zu nutzen. Also von daher gesehen kann das hier durchaus Sinn ergeben. Trotzdem ist das noch nicht gleich auf, ne? Also ohne Batterie ist es immer noch ein bisschen attraktiver, aber ist durchaus denkbar, das entsprechend zu nutzen. So, das war schon mal so die erste Berechnung. Jetzt hoffe ich, dass ich Sie damit nicht überfordert habe. Wir aber gerade, nochmal ganz kurz zurück, wir haben hier zwei relevante Werte, und zwar die 6000 Kilowattstunden und die 7 Kilowatt Peak. Und das sind tatsächlich Werte, die eine Rolle spielen im Zusammenhang mit dem Smart Meter. Ich weiß nicht, ob Sie den Smart Meter kennen. Wir haben hervorragende Vorträge zu diesem Thema, die Sie natürlich auch gerne mal besuchen können, auch online. Der Smart Meter ist quasi das Gerät, was jetzt zukünftig den analogen Stromzähler ersetzt. Allerdings ist es so, erstmal nicht bei allen. Was die meisten Verbraucher bekommen werden, ist diese sogenannte moderne Messeinrechnung. Das ist eigentlich genau dasselbe wie der analoge Zähler. Es ist halt bloß digital. Smart Meter wird daraus, wenn man ein Smart Meter Gateway anflanscht. Das ist eine Kommunikationseinheit, die es ermöglicht, dass die Daten aus ihrer modernen Messeinrichtung auch an die Kollegen aus der Energiewirtschaft weitergesendet werden, über die dann verschiedene Dinge geregelt werden. Also sie haben dann zusammen ein sogenanntes intelligentes Messsystem, und ich habe ja eben auf diese beiden Werte hingewiesen. Wenn Sie 6000 Kilowattstunden und mehr verbrauchen oder über eine 7 Kilowatt Peak Anlage verfügen, dann gehören Sie tatsächlich zu den Pflichteinbaufällen. Dieses Smart Meter ist tatsächlich die Schlüsseltechnologie der Energiewende, und in dieses Ding werden relativ hohe Erwartungen gesetzt. Wir hinken leider in Deutschland ein bisschen hinterher, weil wir uns sehr viel Mühe mit dem Thema Datenschutz, Datensicherheit auch geben. Das ist auch schon eine ganz gute Sache, aber bis das richtig in Fahrt kommt, um nachher die Netze besser zu regeln, den Netzausbau vielleicht auch ein bisschen runterfahren zu können, um Möglichkeiten zu eröffnen, was dezentrale Energieversorgung und Verkauf vielleicht auch anbelangt, wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Aber der Smart Meter Rollout ist gestartet seit Anfang letzten Jahres, und die Energieversorger sind jetzt auch dabei, vor allem seit dem letzten Quartal. In diesem Quartal geht es halt auch weiter, wird stärker umgesetzt. Da passiert was. Wir können uns als Verbraucher vielleicht irgendwann auf variable Tarife freuen, die ein bisschen abweichen von dem, was wir noch kennen mit dem HT-NT-Tarif. Aber da wird es vielleicht ein bisschen dauern, weil die Komponenten des Strompreises im Moment zum größten Teil staatlich sozusagen beeinflusst werden. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr Bewegung drin, ein bisschen mehr Potenzial, damit wir dort überhaupt Flexibilität reinbekommen, sodass wir als Verbraucher da auch ein bisschen Spaß dran haben. Das nur mal so als kleiner Exkurs. Smart Meter, wundern Sie sich nicht, dass da was gegebenenfalls bei Ihnen dann aufläuft, wenn Sie diese Verbräuche, diese Produktion halt auch haben. Dann nochmal ein anderer Punkt, Thema Wirtschaftlichkeit. Was kostet es mich und lohnt es sich? Wie ist denn das eigentlich so mit ganz banal, wenn man jetzt den Verbrenner mit dem E-Auto vergleicht? Und da sehen Sie halt hier schon, ich meine, die Dieselpreise, Benzinerpreise sind ja auch immer so bla 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 bla, ne? Immer hoch und runter. Wir haben jetzt hier mal zugrunde gelegt 1,20 Euro pro Liter, und man geht mal vom durchschnittlichen Verbrauch von 7 Liter aus, dann müssen wir 1.260 Euro dafür aufwenden bei 15.000 Kilometern. Und beim Strompreis, hier haben wir sogar die 31 Cent genommen, liegen wir bei 930 Euro. Also selbst wenn Sie nur Netzstrom nutzen,
fahren Sie jetzt allein, was diese laufenden Kosten anbelangt, liegen Sie 330 € unter dem Verbrenner. Wenn Sie jetzt tatsächlich noch den Solarstrom von zu Hause mit einbeziehen, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen mehr. Man muss tatsächlich hier auch noch deutlich mehr Punkte mit einbeziehen. Und von daher gesehen, da kommen wir dann nämlich sozusagen auch gleich nochmal zu. Vorher nochmal kurz ein paar Praxistipps, bevor wir uns die Förderung anschauen. Wenn Sie sich so ein bisschen mehr Gedanken über das Thema E-Mobilität machen, ein Tipp, die Reichweite des E-Autos sollte im Realbetrieb immer mindestens 1/3 über dem täglichen Kilometerbedarf liegen. Wenn Sie PV-Anlage zu haben wollen, nicht zu klein auslegen. 5 bis 10 Kilowatt Peak wären super. Speicher nur bei Pendlerfahrzeugen größer wählen und natürlich Solarstrom oder Ökostrom machen das E-Automobil deutlich umweltfreundlicher. Zu den 2 anderen Punkten kommen wir gleich nochmal. Jetzt aber erstmal kurz zum Thema Fördermöglichkeiten. Da gibt es eine ganze Menge. Ich mache mal kurz hier ein bisschen weiter auf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel geklickt. Nee. Also es fängt einfach schon mal an mit dem Thema Kauf, Leasing eines Elektroautos. Insbesondere als Corona jetzt letztes Jahr noch das erste Mal richtig zuschlug, wurde ja die E-Mobilitätsförderung nochmal echt deutlich aufgestockt. Ich gehe mal kurz hier wieder auf eine andere Seite. Und zwar haben wir hier, jetzt bin ich bei der BAFA, da gibt es dann sozusagen die Möglichkeit, die Förderung in Anspruch zu nehmen. Und hier sehen Sie halt auch die Förderung, die dafür zur Verfügung gestellt wird. Man muss sagen, dass jetzt hier die Höhe nur, oder beziehungsweise das, was hier angegeben wird, nur die Förderung quasi des Staates ist. Es gibt ja auch noch die Förderung, die gleichzeitig hier dann auch von den Unternehmen noch mit dazu geleistet wird. Das heißt, Sie bekommen sogar noch mehr. Statt der 6.000 €, die jetzt hier stehen, bekommen Sie hier sogar 9.000 €. Ne? Also ursprünglich war es so, dass 50% Förderung vom Unternehmen kam, 50% vom Staat. Jetzt ist es halt so, dass der Staat einmal draufgepackt hat. Und wichtig, es geht hier darum, um den sogenannten Nettolistenpreis. Nettoliste. Um welche Liste geht es denn hier? Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Haben wir sie hier irgendwo? Fahrzeuglistung. Es gibt eine Liste und nur diese Autos werden auch gefördert. Gucken wir kurz. Blablabla. Okay, wenn das geladen ist, dann gucken wir noch mal rein. Und da ist es halt so, wenn die Autos günstiger als 40.000 € sind, dann bekommen Sie hier bis zu 9.000 € Förderung insgesamt, 6.000 vom Staat. Es gibt auch eine Förderung bei der Leasinglaufzeit, sehen Sie halt hier, die unterscheidet sich ein bisschen, je nachdem, wie lange das Leasing halt läuft. Wenn die Leasingzeit über 23 Monate läuft, ist das Thema, sind Sie wieder bei auch dem Maximalpunkt. Vielleicht ist das durchaus auch eine interessante Sache mit dem Thema Leasing, wenn Sie sich noch nicht so ganz sicher sind, wie sich das mit den Gebrauchswerten nachher so dann darstellt. Ne? Also durchaus kann man mal drüber nachdenken. Wenn das Auto teurer ist als 40.000 €, dann gibt es halt nicht mehr ganz so viel. Ne? Dann sehen Sie halt hier, gibt es nur noch 5.000 €, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Dann bekommen Sie hier, glaube ich, maximal 7.500 €. Und je nachdem, hier sehen Sie auch bei den Leasinglaufzeiten, je nachdem, wie lang das ist. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Jetzt haben wir hier. Und hier gibt es nämlich auch tatsächlich diese Liste der förderfähigen Fahrzeuge. Wir gucken, wie schnell das geladen wird. Und da können Sie halt hier auch ganz einfach nachschlagen. Okay, die ersten Autos kenne ich alle nicht. Hier unten geht es mal los mit dem Audi. Da sehen Sie schon, okay, e-tron 50 Quattro kostet Nettolistenpreis hier 58.067. Ne? Also wenn man davon ausgehen würde, würden Sie da dann hier in diesem Bereich halt hineinfallen. Es gibt aber auch tatsächlich Autos, sehen Sie jetzt zum Beispiel hier, Citroën kostet tatsächlich nur 22.000. Gibt auch Autos, die kosten noch weniger. Hier 17.000. Also wenn Sie da jetzt tatsächlich die Förderung dazu rechnen, 9.000 €, dann sind Sie da nur bei, was sind das, 8.090. Also da lässt sich schon ein bisschen was machen. Und es gibt, wir haben jetzt von den reinen Elektroautos gesprochen, es gibt auch eine Förderung für die Hybrid-Elektrofahrzeuge.
die fällt dann aber entsprechend geringer aus. Ne, sehen Sie halt hier, 4.500 Euro ist verdoppelt worden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 2.250 und 2.205, dann wären das ungefähr 6.750, die Sie da insgesamt bekommen könnten. Auch hier wieder das Thema, 40.000 Euro ist die magische Grenze. Wenn es runterfällt, bekommen Sie mehr Förderung. Wenn es da drüber geht, dann nicht. Also Sie merken halt auch, es geht ein bisschen darum, dass eigentlich alle eher kleinere Autos kaufen sollten. Das hat sicherlich auch vor dem Hintergrund des Rohstoffeinsatzes seine Sinnhaftigkeit. So, das allein mal so zu diesem Thema Förderung, wenn Sie jetzt ein Auto kaufen, aber damit ist es noch nicht getan. Die E-Mobile sind auch von der Kfz-Steuer befreit, je nachdem, wann Sie das Auto gekauft haben. Das ist jetzt auch nochmal wieder verlängert worden, gilt dann auch eine gewisse Zeit. Im Zusammenhang mit der Dienstwagenbesteuerung gibt es auch so eine sehr interessante Lösung, wobei ich dann auch wieder sagen muss, da geht es wieder nur um die ganz teuren Autos, aber auch da gibt es eine Möglichkeit. Interessant, kommen wir gleich nochmal dazu, das Thema Wallboxen. Von der KfW gibt es eine Möglichkeit, sich eine Wallbox fördern zu lassen. Sehen Sie halt hier, 900 Euro pro Ladepunkt. Das ist auch eine feine Sache. Und nochmal im Zusammenhang mit Schleswig-Holstein geht es eher in eine andere Richtung. Wenn Sie sich einen Batteriespeicher anschaffen, bei gleichzeitiger Errichtung oder Installation einer PV-Anlage, gibt es jetzt seit diesem Monat auch wieder eine Förderung, die bis zu 2.000 Euro oder ein Zuschuss, der bis zu 2.000 Euro sein kann und dann nochmal 200 Euro für die Installationskosten. Das hängt dann nachher ein bisschen davon ab, wie groß der Speicher ist und so. Und wie teuer eine Wallbox ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Sie sehen, es gibt im Moment tatsächlich eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, die Kosten eines E-Mobils insgesamt sehr stark zu reduzieren. Und das ist natürlich schon eine ganz gute Sache, die sicherlich dazu geführt hat, dass tatsächlich der Anteil der E-Mobile vor allem im letzten Jahr sehr, sehr stark gestiegen ist. Und Schleswig-Holstein liegt da, glaube ich, vor allem was die reinen Elektrofahrzeuge anbelangt, ganz weit vorn. Ich glaube, die nehmen da einen Spitzenplatz ein. Das ist also von daher gesehen ganz gut. Man muss auch sagen, dass diese 40.000 Euro als magische Grenze dazu geführt haben, dass einige Automobilhersteller auch ihre Produkte ein bisschen angepasst haben, damit sie unter diese 40.000 Euro fallen. Dadurch gibt es dann besondere Extras, die besonders teuer sind. Aber darüber kann man sich natürlich streiten. Da ist die Wirtschaft natürlich immer sehr flexibel. Genau. Kommen wir zu den Tücken im Alltag. Thema Anschluss. Es ist halt so, theoretisch können Sie ein E-Auto auch mit einer Haushaltssteckdose laden. Aber eigentlich ist die Haushaltssteckdose gar nicht dafür ausgelegt, sich stundenlang ein Auto aufzuladen, denn da würde das Auto relativ lang dranhängen. Deswegen ist das durchaus sinnvoll, wenn Sie über die Anschaffung eines E-Autos nachdenken, auch über eine Wallbox nachzudenken. Und darüber hinaus gibt es nachher noch dieses Thema, je nachdem, es gibt Stadtwerke, die zum Beispiel auch einen speziellen Autostromtarif anbieten. Dafür ist aber in der Regel ein separater Zähler notwendig. Das müsste man dann so ein bisschen abgleichen, wenn Sie sehr wirtschaftlich denken, ob sich das denn tatsächlich lohnt, weil der Zähler gegebenenfalls halt auch noch was kostet. Aber anschauen sollte man sich das auf jeden Fall. Wenn Sie sich für eine Ladestation entscheiden, müssen Sie auf 1, 2, 3 Sachen achten. Erstmal dürfen nur Elektrofachkräfte diese Ladestation installieren. Und es gibt tatsächlich eine gewisse Pflicht, dass Sie Ihrem Netzbetreiber Bescheid geben müssen. Also wenn Sie eine Wallbox installieren, müssen Sie ihn informieren. Wenn Sie eine 11 Kilowatt Ladestation installieren, dann reicht die Information. Wenn Sie eine 22 Kilowatt Ladestation installieren wollen, dann muss der Netzbetreiber schon sagen, okay, du darfst das auch. Also da hat der Netzbetreiber tatsächlich auch ein Mitspracherecht. In der Regel ist es halt so, dadurch, dass Elektrofachkräfte das installieren, übernehmen diese Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch im Vorwege das mit dem Netzbetreiber klären, ob das überhaupt passt. Und nachher ist es halt doof, Sie schaffen sich ein E-Auto an und Sie haben aber eine ganz schwache Leitung vor der Tür und dann sagt der Netzbetreiber, nö, 22 Kilowatt geht nicht, weil die Leitung dann durchbrennt, dann wäre das schon ein bisschen ärgerlich. Das betrifft letztlich eigentlich alle Punkte, über die wir hier sprechen, dass man beim E-Auto auch immer gleich mitdenken muss, hey,
welche Komponenten sind hier wichtig, auch wenn wir jetzt gleich nochmal über die Stecker reden, dass man das immer ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und immer gleich alle mitfragen muss, passt das alles zusammen, ist das kompatibel und bekomme ich nachher das, was ich auch haben möchte. Genau, da haben wir unten auch stehen, achten Sie auf die Kompatibilität der Produkte. Und was tatsächlich noch ganz interessant ist, das möchte ich nicht überschlagen, wenn Sie sich für eine Ladestation entscheiden, bei einer 11 Kilowatt Ladestation haben Sie tatsächlich den Vorteil, dass Sie mehr von Ihrem Sonnenstrom nutzen können. Ne? Also wenn wir jetzt von der 7 Kilowatt Peak-Anlage ausgehen, ist es selten, dass dann auch wirklich genau die 7 Kilowatt dann rausschmeißt. Aber selbst wenn die 7 Kilowatt dann rauskommen, dann müssten Sie hier halt tatsächlich zusätzlich noch Netzstrom mitbeziehen, damit das Auto geladen werden kann. Der Vorteil natürlich einer 22 Kilowatt Wallbox ist der, dass das natürlich deutlich schneller geht mit der Ladung. Genau, so das dazu. Und was kostet das, kam die Frage. Es gibt häufig oder von vielen Stadtwerken so Kombi-Angebote. Wir haben jetzt hier mal zwei, eins aus Heide zum Beispiel, da sieht man, da kostet die eine E-Box 619 Euro, die andere 1200 Euro. Ich würde einmal den Tipp geben, wenn Sie sehen, ein Stadtwerk bietet was an, dann vergleichen Sie das mal mit einem realistischen Preis aus dem Internet. Ne? Dann können Sie gleich mal erkennen, wie sich das halt dann darstellt. Die Frage ist halt auch immer, was für Punkte sind jetzt in dem Service von den Stadtwerken mit drin? Ist ja die Installation gegebenenfalls auch schon mit drin oder irgendwas anderes? Hier zum Beispiel sehen Sie einen Kaufpreis von 2.295 Euro und da ist tatsächlich die Montage dann auch mit drin. Also da muss man nachher ein bisschen gucken, wie viel Service wollen Sie in Anspruch nehmen. In der Regel kostet der Service natürlich auch ein bisschen was. Es ergibt aber auf jeden Fall Sinn, dass man sich da mal einen kleinen Überblick verschafft, denn da sparen Sie vielleicht auch ein bisschen Zeit und vielleicht ist Ihnen das Geld dann halt auch wert, was Sie dann vielleicht gegebenenfalls mehr bezahlen. Genau, Steckertypen, das nur mal ganz schnell und wir fangen mal rechts an. Es gibt hier, oder wir haben hier 3 Steckertypen aufgelistet und ganz rechts, das Shademo ist ein Steckertyp, der gern von den asiatischen Herstellern genutzt wird. Das finden wir in Europa nicht so häufig. Ist insbesondere auch für die Schnellladung interessant. Das, was wir in Europa eigentlich eher haben, ist das, was Sie auf der linken Seite sehen, nämlich Typ-2-Stecker oder den Combined Charging, das Combined Charging System, CCS-Stecker. Das ist eigentlich eher der europäische Standard. Geht zum Teil nicht ganz so schnell, ist aber so das, mit dem die meisten Autos halt hier fahren können. Das ist vielleicht auch wichtig vor dem Hintergrund, dass Sie darüber nachdenken, wie häufig sind Sie mit dem Auto vielleicht auch mal fremdtankenmäßig unterwegs und sind diese Optionen der Ladung dann halt auch gegeben. Also das müsste man halt im Hinterkopf behalten. Wenn Sie also viel auch mal fremdtanken müssen, dann sollten Sie bei der Auswahl des E-Mobils auch darauf achten, wie das mit den Steckergeschichten ist. So viel mehr will ich dazu aber gar nicht sagen. Aber weil ich jetzt schon häufiger davon gesprochen habe, das Problem mit dem Fremdtanken, ne, Preisschock an den Flensburger Ladesäulen war, glaube ich, irgendwann Anfang des letzten Jahres mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das kann ja gar nicht sein. Aber das kommt tatsächlich durchaus häufiger vor. Eigentlich soll es so sein, dass ab dem 1.4.2019 die Preise gewissen Kriterien entsprechen oder sich daraus hervorgeben. Grundgebühr, Volumentarif, Ladedauer. Aber es ist halt so, bei älteren Säulen gibt es Ausnahmeregelungen und die sind, also wirklich zum Teil ist das krass, was da für unterschiedliche Preise aufploppen. Da sehen Sie ganz unten, Ladesäule kann ein preislicher Unterschied bis zu 15 Euro betragen. Das ist jetzt nicht so, dass das bei allen Ladesäulen der Fall ist, das ist dann bei einzelnen. Aber das Problem ist, dass man nicht immer unbedingt weiß, bei welcher das so ist. Es ist halt, wir gucken uns das auch gleich nochmal kurz beim Beispiel an, so dass Sie dann, wenn Sie hier fremdtanken und mäßig unterwegs sind, dann müssen Sie sich schon eine App installieren und da haben Sie dann wiederum die Möglichkeit, mal zu gucken, bei meinem Anbieter, wo ist eine Ladesäule in der Nähe. Können Sie dann halt hier sehen, wo das dann, hier ist zum Beispiel Friedrich-Ebert-Straße, ich glaube, das war irgendwo in der Nähe von Schleswig oder so, ob das Ding dann überhaupt verfügbar ist und was das dort kostet, wenn ich dort tanken möchte. Und es gibt dann halt auch geschätzte Sitzungskosten. Sie können dann Ihr Auto dort mit einbringen und bekommen dann eine ungefähre Information. Der Punkt ist aber halt immer der,
haben das alle Personen, die mit dem Auto fahren, haben die den Überblick, wie sich das verhält. Also da kommen häufig dadurch, dass mehrere Leute ein Auto benutzen, auch diese dramatischen Preise zustande. Aber selbst wenn Sie, nee, das war das andere, jetzt nach diesen Kriterien, wenn der Preis da sozusagen sich orientiert an den 3 Punkten, die ich schon genannt habe, können da trotzdem noch ganz schön interessante Sachen bei rauskommen. Das ist die aktuelle Preisliste von NewMotion. Die arbeiten auch mit unterschiedlichen Stromanbietern zusammen. Und da sehen Sie halt hier auch, die Preise sind zum Teil sehr unterschiedlich, werden entweder nach Zeit oder nach Menge abgerechnet, zum Teil auch nach beiden. Oder es gibt zum Beispiel auch einen Preis pro Ladevorgang. Interessant ist das natürlich, wenn das zum Beispiel hier ist bei E.ON UFC, da haben Sie erstmal einen Preis pro Ladevorgang und dann müssen Sie auch noch die Menge bezahlen. So, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten und das ist jetzt hier nur die Liste von NewMotion. Ich meine, NewMotion ist, glaube ich, was die E-Mobilität anbelangt oder die Ladesäulen, gehören die, glaube ich, schon mit zu den größeren Anbietern, aber so übersichtlich ist das nicht. Und da schließen natürlich dann auch von unserer Seite aus so ein paar Forderungen an. Wir hätten natürlich, dass es am liebsten hätten wir das natürlich ganz gern, dass es genauso ist wie bei den Tankstellen. Man kann ganz klar sehen, okay, das kostet das und das will ich jetzt bezahlen. Ob das so kommt, muss man mal sehen. Aber auf jeden Fall, es bewegt sich tatsächlich etwas. Auch da wird es Transparenzregelungen geben. Wünschenswert wäre natürlich hier auch eine Preisaufsicht oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall muss das eindeutiger werden. Genau, und da sind wir jetzt auch schon, kommen wir jetzt so ein bisschen zum Ende. Wie ist denn das vielleicht mit einer Alternative? Und da muss ich auch daran denken, den Vortrag habe ich auch mal hier in der Nähe von Kiel gehalten und die Volkshochschulenleiterin dort meinte dann im Anschluss zu mir, ja, und die wohnt in so einem kleinen Ort und da war es tatsächlich so, dass zur selben Zeit 3 Personen sich einen Zweitwagen neu zugelegt haben, alle ein E-Mobil. Und da meinte sie auch, naja, eigentlich hätte man ja auch mal drüber nachdenken können, ob man vielleicht was Gemeinsames macht. Und das ist auch so ein Punkt, ich hatte mich im Vorwege mit Jens Wulsberg auch dazu unterhalten, da kann er vielleicht auch gleich noch was zu sagen, dass auch ja in Süderbrarup das Thema Dörpsmobil wohl, glaube ich, auch ein Thema ist. Das heißt, dass man vielleicht auf den eigenen Zweitwagen vielleicht verzichtet und das Auto mit Gleichgesinnten teilt. Und Dörpsmobil, das ist tatsächlich so ein Schleswig-Holstein-eigenes Produkt. Da gibt es auch Förderungen zu. Und das wird mittlerweile in Schleswig-Holstein relativ viel genutzt und andere Bundesländer gucken da auch ganz schön neidisch drauf, wie sich das halt hier entwickelt hat. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil schon immer die Frage ist, sind wirklich immer alle Strecken notwendig oder gibt es nicht Möglichkeiten, sich da halt miteinander abzustimmen. Aber das einfach nur so ein bisschen als Beispiel halt auch. Vielleicht nochmal so ein abschließendes Fazit. Das Problem, was wir mit dem Sonnenstrom haben, ist, volatil ist nicht immer dann da, wenn wir ihn gerade brauchen. Wir müssen den Verbrauch ein bisschen zeitlich verschieben. Wenn wir eine PV-Anlage haben, spielen im Moment die Eigenverbrauchskonzepte die größte Rolle. Die sind einfach am wirtschaftlichsten, weil man viel sparen kann. Die E-Mobilität hilft halt letztlich dabei, diesen Eigenverbrauch dann einfach deutlich zu steigern. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen Richtung Preis guckt, ist hier nochmal dieses Thema, man kann also legere 650 € pro Jahr schon allein durch den Verbrauch sparen. Ist aber eigentlich nachher auch noch ein bisschen mehr, wenn man Kfz-Steuer nochmal mit rausrechnet und so weiter und so fort. Wichtig ist aber tatsächlich auch, dass die E-Autos zukünftig tatsächlich noch ein paar andere Funktionen halt haben, sowas wie Netzentlastung, Pufferspeicher. Wir können den Kohlenstoff oder das Kohlenstoffdioxid dadurch durchaus senken, insbesondere dann, wenn wir da auf regenerativen Strom gehen. Und das bietet im Moment einfach echt eine gute Möglichkeit, da zu wechseln. Und wenn Sie sich nachher mal interessieren, ich habe ja gesehen, ein Großteil von Ihnen hat noch keine PV-Anlage. Wir haben die Kollegen aus der Verbraucherzentrale, Energieberatung der Verbraucherzentralen, die können Ihnen da auch mal zur Hand gehen, wenn Sie über die PV-Anlage nachdenken. Die wissen natürlich auch ganz viel in anderen Bereichen, Thema Wärmedämmung, Heiztechnik und so weiter und so fort. Und da haben wir in Schleswig-Holstein 20 Kollegen, ich glaube jetzt sogar schon 22 oder sowas, die über 6.000 Beratungen durchgeführt haben, hier in 2019, über 100 Vorträge halten im Jahr und die wirklich zu einem sehr, sehr günstigen Kurs Ihnen Rede und Antwort stehen, entweder in den Beratungsstellen, wie zum Beispiel Verbraucherzentrale in
Flensburg oder auch in Schleswig zum Beispiel. Also dort können Sie die Beratung aufsuchen, aber die kommen zum Teil auch zu Ihnen nach Hause und im Zusammenhang mit PV-Anlagen gibt es halt auch jetzt einen Solarcheck, ist mein Dach überhaupt geeignet und so. Total super Sache, kostet in der Regel bei den Vorortgeschichten irgendwie nur 30 € für Sie, der Rest wird vom Bundeswirtschaftsministerium übernommen. Eine feine Sache, kann ich nur empfehlen und auch jetzt Richtung Batterie, Speicher, Wallbox können die Kollegen da auch was erzählen. So, Punkt. Jetzt habe ich ganz schön lange gesabbelt. Bedanke ich mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie haben schon ordentlich was mitgenommen. Und jetzt können wir gern zur Diskussion übergehen. Da mache ich uns mal groß. Hallo Jens, ich hoffe, Hallo, du hast jetzt Ja. aufgenommen und wir können uns jetzt dem offenen Teil des Abends widmen. Ich freue mich. Tom, vielen Dank erstmal für den spannenden, informativen Vortrag oder für die Verbrauchersicht. Das ist ja deutlich geworden, dass die Verbraucherzentrale Verbraucher vertritt oder die Interessen der Verbraucher. Und da spielen verschiedene Dinge eine Rolle, eben auch die Kosten. Lohnt es sich, bestimmte Dinge zu machen? So, ich habe jetzt zu Anfang im Chat immer geantwortet und vergessen, dass ja die Fragen durch die Teilnehmer nicht gesehen werden. Das hat ein bisschen Verwirrung erzeugt. Jetzt ich könnte mal kurz durch die Punkte gehen, die sich so angesammelt haben und zu jedem Punkt ein bisschen was sagen. Und du schaltest dich einfach ein, wenn du auch was sagen kannst oder willst dazu, was sicherlich der Fall ist. Okay. Also ein Punkt waren die Plug-in-Hybride. Das sind ja Elektroautos oder werden durch die Förderung als Teil der Elektromobilität gesehen. Und es gibt jetzt eine neue Studie, das ist der Link, den ich verschickt hatte. Das ist nicht direkt die Studie, aber verweist auf die Studie. Mit den Stichworten kann man weitersuchen, wie Plug-in-Hybride zu sehen sind. Also die haben ja beides, nicht? Die haben den kompletten Aufwand und CO2-Rucksack, der dahinter steckt, also der Aufwand für die Herstellung eines Motors, gar nicht so klein, wenn man die Autos sieht. Das sind ja meist sehr große Autos. Kleine Plug-in-Hybride gibt es nicht, weil sich das wirtschaftlich für die Hersteller nicht lohnt. Es sind große, schwere Autos. Das heißt, sie haben die großen Motoren mit dem Gedöns, was dazugehört, Kühlung, Abgassystem, Tank, Getriebe und so weiter. Und die haben eine mehr oder weniger große Batterie und einen Elektromotor, manchmal auch mehrere, wo auch noch wieder ein CO2-Rucksack hinterhängt. Jetzt ist im Idealfall und nach den vorgegebenen Testzyklen der Durchschnittsverbrauch niedrig. Aber in der Praxis eben nicht so niedrig, weil aus verschiedenen Gründen die großen Autos fahren häufig lange Strecken. Das heißt, dann ist die Batterie ganz schnell leer, die Batteriereichweiten sind eher gering. Im Stadtverkehr stimmt, das hat auch jemand geschrieben, da kann man rein elektrisch fahren, aber die großen Strecken, da ist es ein ganz normaler Verbrenner. Und das Zweite ist, wenn es Dienstwagen sind, haben die Eigentümer häufig eine Tankkarte, aber keine Stromtankkarte. Das heißt, die verbrauchen Kraftstoff statt Strom, den sie selber zu Hause bezahlen müssten. Das heißt, deswegen ist in der Praxis der Verbrauch hoch und es ist eine Übergangstechnologie sicherlich, die vielleicht auch Sinn macht für große Autos, die in der Stadt genutzt werden. Ich sehe gerade einen Kommentar der Renault Captur. Ich weiß nicht, ob das ein Plug-in-Hybrid ist oder ein normaler Hybrid. Müsste man jetzt gucken, worunter der fällt. Also wir reden ja von Plug-in-Hybriden, die einen Stecker haben. Ne? Plug-in, okay, dann ist das ein kleiner Plug-in-Hybrid. Also ich muss auch kurz einen Punkt noch dazu sagen. Vermutlich habe ich dieselbe, aus derselben Studie was gelesen. Also eigentlich ist die Idee hinter Plug-in-Hybriden auch gar nicht so schlecht. Und wenn man überlegt, dass natürlich die Reichweitenangst immer so das Ding ist, warum viele halt Angst vor dem E-Mobil haben, wäre natürlich der Plug-in-Hybrid wäre eine gute Alternative. Es wird aber nicht so genutzt, leider. Also es ist halt häufig eher so eine Wischiwaschi-Geschichte. Auch vielleicht für die Flottengeschichte von den Autoherstellern. Es hilft natürlich denen dann
ihre Ziele halt auch mitzuerreichen. Aber insbesondere, du hast das gerade angesprochen, im unternehmerischen Bereich werden die Autos eigentlich nur als Verbrenner genutzt und dann braucht man die E-Mobilität nicht dazu, dann spart man Batterie etc., dann kann man sich auch einen Verbrenner kaufen. Also da muss man halt immer sagen, Anspruch und Wirklichkeit geht da leider weit auseinander und darum bin ich halt tatsächlich auch skeptisch, auch wenn es eigentlich eine gute Idee ist. Aber es wird nicht so genutzt. Übergang, es ist sicherlich eine Übergangstechnologie. Gut, dann kam die Frage nach den Einsparungen, E-Autos bei Netzstrom, zu Hause unterwegs. Du hast danach vieles beantwortet. Die Frage war, oder die Feststellung, unterwegs kostet es viel, da sind die Preise zum Teil sehr hoch. Netzstrom oder die Einsparung bei Netzstrom, das war ein Kommentar, ist ja, also die Einsparung für das E-Auto im Vergleich zu einem konventionellen Auto, erschien jemandem sehr gering, wenn ich den Netzstrom zu Hause nutze, so habe ich es verstanden. Da war eine größere Erwartung. Jetzt ist natürlich die Frage, das kam auch danach, gibt es spezielle Tarife für Autoladen oder gibt es, wenn es Smart Meter gibt, die Möglichkeit, zu bestimmten Tageszeiten oder bei großen, bei Überlast des Netzes auch die Preise zu senken? Also da kann ich vielleicht noch mal ein, zwei Punkte zu sagen. Also ich meine, es gibt im Moment tatsächlich ab und an auch noch die Möglichkeit, dass man unterwegs umsonst Strom tanken kann. Ne? Also es gibt dann zum Beispiel größere Shopping-Malls, wo dann so Parkplätze sind, die dann auch gerade noch leer sind. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Diese Parkplätze sind im nächsten Jahr irgendwann voll. Dann kann man nicht mehr umsonst, also dann ist das schade. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass der Strom auch echt nicht günstig ist im Moment. Und das, wo man im Moment noch umsonst tanken kann, da werden sich mit Hochlauf der E-Mobilität natürlich die Anbieter immer weiter fragen, kann ich mir das noch leisten? Von daher gesehen wird das weiter zurückgehen. Und das Thema Smart Meter, ja, es wird irgendwann flexible Tarife geben. Wie schnell das geht und wie günstig das denn ist, das muss man tatsächlich leider mal abwarten. Im Moment ist es halt so, dass irgendwie, ich glaube, mindestens 2/3 des Strompreises sind halt Steuern und Umlagen. Da kann das Unternehmen zum Beispiel, der Stromanbieter, überhaupt nichts dran machen. Die muss das so abführen und aus den restlichen 33%, der muss den Strom ja auch einkaufen. Der kostet ja auch irgendwas, der ist ja auch nicht umsonst. Und darum ist halt die Frage, wann würden Sie als Verbraucher, da gucke ich jetzt mal alle an, wann würden Sie tatsächlich da dann auch umsteigen auf so einen variablen Stromtarif und das gegebenenfalls vielleicht dann auch von dem Energieversorger regeln lassen. Also sagt, okay, jetzt habe ich gerade ganz viel Strom über und das drücke ich jetzt in den Markt rein. Wie hoch müsste oder wie viel weniger müsste der Strom dann kosten? Ich habe da jetzt vorgestern eine Zahl gehört, das dachte ich dann so, okay, wenn Verbraucher erst dann umsteigen, dann wird das nie was. Müssen sie für sich selbst entscheiden. Also es wird irgendwann kommen, aber dem steht halt im Moment diese Preisstruktur im Strom entgegen und das Stadtwerk muss das auch noch hinbekommen. Da hängt nämlich auch noch relativ viel Kladderadatsch dran, diese ganzen Abrechnungsmodalitäten, das muss im Smart Meter kombiniert werden. Das wird vielleicht nicht bei allen so schnell gehen. Wir haben dazu im letzten Jahr mal die Versorger in Schleswig-Holstein gefragt und auch die Netzbetreiber und da kam schon raus, dass bei einem sehr großen Unternehmen die variablen Tarife voraussichtlich erst ab 2025 kommen, weil dafür auch die interne Software umgestellt werden muss. Auch solche Probleme gibt es. Ja, hier ist gerade noch ein Kommentar reingekommen. Ich weiß aber nicht, ob das ein verspäteter ist, der irgendwo im Netz hängen geblieben ist. Die Zahlen, die gerade gezeigt werden, sind nicht lesbar, zu klein. Genau, das war vorher. Aber jetzt der Kommentar. In Süderbrarup an den Ladesäulen kostet der Strom 29 Cent zuzüglich 58 Cent je Tankvorgang oder Ladevorgang. Scheint erträglich. Würde ich auch sagen. Ne? Das sind ja neue Ladesäulen, die da in Süderbrarup aufgebaut wurden. Und das sind Preise, da würde ich hinfahren, sozusagen. Ja, also man muss auch dazu sagen, also auch Ladesäulen werden eigentlich hinterhergeschmissen. Also wenn man mal ein bisschen recherchiert, was so eine Ladesäule kostet, die dann halt auch einigermaßen aktuell ist, da ist man schnell eine ganze Menge Geld los und das muss man natürlich auch irgendwie erwirtschaften. Also von daher gesehen, ja. Oh, spannende Frage. Aber vielleicht, ich weiß nicht, du hast den Ablauf.
ein großer Punkt war, und da ist auch gerade nochmal ein Kommentar reingekommen, Gefahrenpotenzial für Kfz-Batteriespeicher, Stichwort LiPo-Akku, thermale Kettenreaktionen. Also vorher wurde gefragt, Brandschutz bei Elektromobilität, erst im Zusammenhang mit den Hausanschlüssen, was sicherlich sicher ist, wenn es ein Installateur macht. Aber wenn das Elektroauto vor der Tür steht oder wo auch immer steht, dann kann das auch mal brennen. Und das ist wahrscheinlich sicherlich für die Einsatzkräfte, für die Feuerwehr neu, wenn tatsächlich die Batterien brennen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß, dass es gab eine Seite, habe ich gefunden, kann ich auch gleich mal posten, Elektromobilität mit AE geschrieben, nicht mit .nrw. Da sind viele Stellen zitiert, offizielle Stellen, ADAC, DEKRA, TÜV, Sachverständige, die etwas zur Brandgefahr bei Elektrofahrzeugen sagen. Statistisch gesehen brennen die nicht häufiger als andere Fahrzeuge und die Feuerwehr kann auch damit umgehen, steht dort. Ich weiß es nicht. Das ist ein kritischer Punkt, auch deswegen, weil er sehr in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Sobald ein Elektroauto brennt, wird es auch in der Zeitung oder im Fernsehen gezeigt. Könnte ich vielleicht zwei Sachen zu sagen. Ich meine, jetzt gibt es doch, habe ich im letzten Jahr gesehen, irgendwie hat die Feuerwehr jetzt eine coole große Decke, die jetzt immer mitgenommen wird für solche Geschichten. Dann wird das Auto eingepackt, damit es keine Luft bekommt und dann geht das wohl besser. Also auch da werden sich die Sicherheitskräfte darauf einstellen. Anderer Punkt ist auch Verbrenner brennen und ich weiß das von einer Kollegin, auch die Autos werden zum Teil gar nicht gelöscht, sondern werden dann halt der lässt die Feuerwehr die Autos dann auch ausbrennen. Also man darf jetzt auch nicht denken, dass bei den Verbrennern alles super ist. Also von daher gesehen, denke ich, ist das schon ein Problem. Was interessant ist, dass hier mit dem Brandschutz bei Häusern, das ist, also ich weiß jetzt aus einem Fall hier aus der Nähe von Kiel, ich vermute, das wird vielleicht da auch nochmal zukünftig ein bisschen mehr drauf geachtet werden müssen, wo jetzt bestimmte Anlagen im Zusammenhang oder Regler für die PV-Anlagen mit angebracht werden. Wenn die natürlich im brennenden Haus sind und die Feuerwehr nicht drankommt, dann haben wir ein Problem, weil wenn noch Strom auf der PV-Anlage ist, dann wird auch kein Feuerwehrmann raufgehen, weil er Angst hat, dass er dann ein Gewisch bekommt. Und hier wird sicherlich, ich weiß nicht, wie weit das schon irgendwie fixiert ist es natürlich notwendig, dass solche Anlagen immer abschaltbar sein müssen, damit man da dann nachher auch mitarbeiten kann. Mhm. Ja, wir könnten das weiter diskutieren. Es sind auch noch Kommentare reingekommen. Also wenn es in der Garage brennt, das Auto, und man mit der Decke nicht rankommt oder nicht drumherum laufen kann, das ist und bleibt ein Punkt. Es war auch vorhin gesagt, Statistik der kleinen Zahl. Also wenn man jetzt die Statistiken liest, wie viele E-Autos brennen, wird sicherlich bezogen sein auf die im Einsatz befindlichen Elektroautos. Ist bestimmt ein Punkt. Das ist bestimmt ein Punkt, wobei ich davon ausgehe, dass es dafür eine Lösung gibt. Es gibt viele oder einen Brand in dieser Quelle, dieser Brand in Österreich. Ich glaube, das war der erste Tesla, der gebrannt hat. Da hat die Batterie überhaupt nicht gebrannt. Die sind gekapselt im Wagenboden und wenn die nicht von alleine anfangen zu brennen, passiert. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich finde, da werden manchmal auch dann Äpfel und Birnen verglichen. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, dass der Verbrennungsmotor, der hat jetzt über 100 Jahre gehabt, um sich zu entwickeln. Da sind natürlich in der Zeit jetzt auch Dinge passiert. Also dann erwartet man, dass beim E-Mobil gleich von heute auf morgen alles gleich super cool ist. Also das finde ich auch schwierig. Also Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass da sehr stark auch schon drauf geachtet wird. Also jedenfalls war das auch so ein bisschen so ein Aspekt, der jetzt im Zusammenhang mit den chinesischen Autos genannt wurde. Das finde ich ganz, ganz interessant. Wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter denkt, wie ist denn das mit den mit den Brennstoffzellenautos? Auch da hat man natürlich die Problematik, dass die Tankstellen für den Wasserstoff immer gleich so ein besonders wertvolles Gebäude ist, das natürlich auch einen gewissen Sicherheitsabstand benötigt. Auch da hört man dann solche Sachen wie in Norwegen ist eine Wasserstofftankstelle in die Luft geflogen. Das ist natürlich schon auch
so ein Punkt. Ja, Also das finde ich ist das, schwierig. Sicherheit steht ganz oben, muss funktionieren, aber ich sehe im Moment nicht, dass es deutlich dramatischer ist als in den anderen Bereichen. ich will aber auf jeden Fall, also wollte ich nicht dieses Brandthema kleinreden. Nee. Das ist ein Thema und wenn die brennen, dann brennen sie. Die Frage ist, wie sich die Batterietechnologie weiterentwickelt. Das ist das eine, dass die irgendwann nicht mehr weiter brennen. Die Löschtechnik, die Sicherheitstechnik. Also Batterien brennen, wenn sie schlecht hergestellt werden, wenn die durchbrennen, wenn diese Membrane, die da drin sind, zu dünn sind und da Kurzschlüsse entstehen, dann fangen die eben an zu brennen. Das ist eine Frage der Produktionstechnik. Da könnte ich jetzt die Schleife schließen zu meinem Job, aber das tue ich nicht. Dass diese Membrane, die eingebaut werden, A, möglichst dünn sind, um die Leistungsdichte hoch zu haben, aber auf der anderen Seite auch dick genug und gleichmäßig dick sind, dass die Batterien selber eben nicht brennen. Also ich will es nicht kleinreden, das ist ein ernstes Thema. Aber meiner Meinung nach auch handhabbar, wenn die Entwicklung weitergeht. Das wollte ich zu irgendeinem Punkt zum Übergang nutzen, den ich jetzt vergessen habe. Ich mache mal weiter. Ladeverluste bei Batterien. Ach so, Wasserstoff. Du sagst es Wasserstoff. Sicherheit von Wasserstoff und Sicherheit der Tankstellen und der Autos. Also wir speichern heute Wasserstoff mit mehreren hundert Bar in Tanks. Die sind aus Metall oder Metall und andere Verbundwerkstoffe. Auch das ist genannt worden im Chat. Dieser hohe Druck und die kleinen Wasserstoffatome oder Moleküle, das sind ja H2s, die wandern da durch im Laufe der Zeit. Nicht? Also es ist schwer, den Wasserstoff einzufangen. Es ist schwer, wasserstofffeste Werkstoffe zu verwenden, die also nicht verspröden unter Wasserstoffeinwirkung und so weiter und so weiter. Das ist also ist ein Thema. Es gibt aber, und das weiß ich zufällig ziemlich genau in Gestacht, viele Forschung und mein Büronachbar macht das. Und das sind neuartige Speicher, wo der Wasserstoff in eine Hülle, einen Tank getan wird und in dieser Hülle sind Pulver aus nanoskalige Pulver, also ganz kleine Partikel aus Metallhydriden heißen die. Und da bindet sich der Wasserstoff an. Und dann bin ich plötzlich nur noch bei 60 Bar oder 70 Bar Druck. Und der Wasserstoff, der löst sich nicht ganz schnell, also er kann nicht explodieren, sondern dem muss ich überreden, dass er diese Metallhydride verlässt. Dazu brauche ich Temperatur. Das ist der Nachteil. Die Temperatur ist heute noch hoch. Ich muss dieses Zeugs also auf 100 oder 200 Grad erhitzen, bevor der Wasserstoff wieder rauskommt. Und die neuesten Ergebnisse sind jetzt bei 80 Grad und irgendwo bei 60 Grad lohnt es sich dann. Und dann kann man diese Tanks einsetzen und die können nicht mehr explodieren. Ganz, ganz grob gesagt jetzt. Das wird sicherlich zu einem großen Schub auch für die Sicherheit der Wasserstofftechnik führen. Gut, das war das Ladeverluste bei Batterien. Also ich habe mal mir eine Zahl aufgeschrieben, alles zusammen, Laden, Entladen, 10%. Wenn die Batterie in Betrieb ist, also auch im Auto, wenn ich entlade, wenn ich Strom entnehme, wenn ich die Batterie erwärmen muss oder temperieren muss oder kühlen muss, das ist da alles mit drin. 10%. Ich kann jetzt aus dem Stand die Quelle nicht nennen, aber damit rechne ich immer, wenn ich so Wirkungsketten aufstelle Ja. für die. Also, ich habe da jetzt leider auch keinen Wert parat, aber da kann ich auch im Nachgang mal schauen und wenn ich das Paper halt rummaile zu den Ressourcen hier im Internet, dann würde ich da vielleicht auch nochmal eine entsprechende Information mit unterbringen. Ja, Kommentar Renault Zoe, es sind 20%, schreibt jemand. Das klingt viel. Also wir müssen es recherchieren. Es ist, man braucht Energie, um die Batterie zu temperieren. Nicht? Das ist tatsächlich ein Faktor. Und wenn das kalt ist und ich muss aus der Batterie die Batterie erwärmen, dann braucht das Energie. Dann bin ich bestimmt bei 20%. Kann ich mir auch vorstellen. Das heißt, da gehen ja die Bestrebungen dann hin, das zu Hause an der Ladestation zu machen, braucht aber auch Energie. Ob ich die aus der Steckdose oder aus der Batterie nehme, ist für die CO2-Bilanz ja egal, wenn ich regenerativ die Energie zur Verfügung stelle. Da geht was verloren. Aber Wirkungsgrade
könnten wir drüber reden, machen wir vielleicht am Ende noch. Das geht ja in den Wirkungsgrad des Elektrofahrzeuges mit rein, dieser Batteriewirkungsgrad. So, dann Derbsmobil. Ja, ich weiß gar nicht, ob das in Süder schon so heißt. Das Ding heißt anders. Wird ja im Bereich von Smart City Amt Süderbrarup ist ja so ein Renault gekauft worden. Und der ist relativ neu. Ich wollte ihn mal mieten, um damit nach Hamburg zu fahren, mal ausprobieren, ob es geht. Wahrscheinlich muss ich zwischendurch Strom tanken, gehe ich mal davon aus, zumindest im Winter. Kostet für 24 Stunden etwas über 20 Euro, meine ich. Und ansonsten stundenweise. Ist ein Versuch, die Interessierten für E-Mobilität, genau 29,90 pro Tag, denke ich, ist das der Tarif, die Interessierten ranzuführen, das mal auszuprobieren. Das Problem ist, auf dem Land hat jeder ein Auto oder viele. In der Stadt wird die Zahl der Autos, oder gibt es immer mehr Menschen, die kein Auto haben. Auf dem Land ist es schwierig, weil man sonst nicht von A nach B kommt. Und dieses Mobilitätskonzept im Rahmen von Smart City Amt Süderbrarup, da gibt es ja verschiedene Ansätze, also Ladesäulen, Derbsmobil und den Rufbus, der ist ziemlich weit gediehen, so wie in Hyrup. Da funktioniert das schon einigermaßen, noch nicht so richtig, aber man denkt, dass in der Konstellation Süder als Zentrum, die Gemeinden des Amtes drumherum, dass das besser funktioniert und dass man dann mit einem Vorlauf von 1 Stunde diesen Bus ruft. Der kommt auch, wenn man der Einzige ist, der oder die Einzige ist, der oder die ruft. Also die haben keine Mindestanzahl von Fahrgästen. Und dann macht er eben eine flexible Routenplanung und holt die Leute ab und fährt sie zurück. Der Gedanke, den wir zusätzlich noch reinbringen wollen in die Smart City-Geschichte, ist, ob die auch Einkäufe transportieren, dass man also bei Rewe oder wo auch immer bestellt. Die bringen ja auch, die haben ja einen Online-Handel auch, aber dass die dann nicht selber fahren, sondern dass der Rufbus auch einer Tour Einkäufe mitnimmt für Menschen, die kein Auto haben oder älter sind und die Kisten nicht tragen können, was auch immer. Da fangen die jetzt an. Im Zusammenhang damit dieses Mietkonzept, das war auch ein Kommentar von Sono Motors, diese Münchner Firma, die jetzt dieses Jahr anfangen wollen zu produzieren. Ich habe einen bestellt oder reserviert. Die haben Solarzellen auf der Karosserie, also im Sommer bei gutem Wetter können die für 30 Kilometer Strom tanken. Selber aus den aufgeklebten Zellen und da ist das Sharing-Konzept integriert. Also die wollen von vornherein, dass die Autos geshared, geteilt werden. An dem Sharen hat eigentlich der normale Hersteller von Autos, der typische Hersteller, kein Interesse, weil er dadurch weniger Autos verkauft. Ja, also ich glaube, bei den Punkten muss man jetzt auch schon sagen, ist nachher, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen Generationsgeschichte. Also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die Sohn ist jetzt gerade 18 geworden, für den steht es überhaupt nicht zur Diskussion, ein Auto zu kaufen. Wir wohnen jetzt auch in der Stadt, ne? Das ist jetzt ein anderer Punkt, aber so die Wertigkeit, was jetzt Autos anbelangt, ist jetzt bei vielen jungen Menschen einfach nicht mehr so hoch, wie das jetzt bei uns in dem Alter noch war. Ne? Und von daher gesehen, da wird sicherlich ein bisschen was kommen, was ich vielleicht zusätzlich zu diesem Punkt des Carsharings und jetzt auf dem Land vielleicht noch sagen wollen würde. Man muss mal abwarten, wie sich das mit dem autonomen Fahren noch entwickelt. Auch da hört man ab und zu, dass das vielleicht auch ein Punkt für den ländlichen Raum halt sein kann, dass man da diese Art Rufbus-Geschichte halt auch für kleinere Busse dann halt haben kann. Also aber das wird sicherlich jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren sein, das ist dann schon eher wahrscheinlich in 10 Jahren dann gedacht oder so. Ja, also das ist übrigens auch auf der Agenda von Smart City, aber langfristig. Also oder längerfristig. Ich bin der Meinung, dass das autonomes Fahren auf dem Land mehr Sinn macht als in der Stadt, weil es hier einfacher ist. Aber gut, es wird kommen, bin ich auch sicher. Aber dann brauchen wir ja 5G dafür, ne? Und ob das auf dem Land immer da ist. Ja. Okay, ich sehe gerade, wenn das alles klappt, werden wir dann 2 Sions haben. So heißt das Sono-Auto.
weil schon also mindestens zwei aus Norderbrarup dieses Auto bestellt haben oder reserviert haben. Und wenn wir dann sharen, dieses Auto zu zweit schon, dann haben wir schon einen großen Teil der Mobilität des Dorfes vielleicht abgedeckt. Gut, das war das. Derbsmobil-Nutzung in Südern noch niedrig, genau, den Eindruck habe ich auch, aber das muss ich noch rumsprechen. Und der Bedarf, die Frage ist, wie der Bedarf ist für ein Auto, was in Süder vor der Gemeindeverwaltung steht. Da muss ich erstmal hin, das Auto holen und um dann damit zu Rewe nach Hause zu fahren, das bringt ja nichts. Pandemie-Einfluss steht da, ja, gut, genau. Der Mobilitätsbedarf ist vielleicht auch gesunken jetzt, nicht? Dass dadurch die Schwelle, das dahin zu gehen, das zu nutzen und die Anlässe, wofür ich es brauche, vielleicht einfach niedriger sind. Wird sich aber vermutlich ganz schnell wieder ändern. Wenn die meisten geimpft sind und man nicht mehr so viel Angst hat, dann wird das wahrscheinlich wieder explodieren. Und von daher gesehen, also. Ja. Aber es ist natürlich, weil das jetzt auch nochmal kommt, dieses Thema Angst vor gemeinsamen Teilen. Ja, also das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn man jetzt so sieht, was in diesem einen Jahr passiert ist, ne, da ist natürlich, was das nachher für Auswirkungen hat auf die eigenen Verhaltensweisen, ne, oder wenn man jemanden dann mitnimmt, aber nur mit Maske, oder wie läuft das zukünftig? Also da muss man natürlich noch mal ein bisschen abwarten, wie sich das dann zukünftig entwickelt, oder ob man halt immer seine Desinfektionstücher dabei hat, um erstmal alles abzuwischen und so. Ach so, ja, ich verstehe. Also wenn man gemeinsam mit jemand anders in dem Auto auch sitzt, das wäre der kritischste Fall. Ne? Halt das Auto dann tatsächlich auch teilt. Ne? Also ist man da noch so motiviert? Ist schon die Frage, ob das jetzt, wie weit die Corona-Geschichte unser Verhalten insgesamt noch verändert. Ne? Also das wird man mal abwarten. Oder kleben noch irgendwelche Viren am Lenkrad oder. Also das stimmt, ist ein Ding. Also, aber wir hoffen ja, dass sich das einigermaßen schnell erledigt und wir nicht was habe ich heute gelesen, Jojo-Lockdown-Rhythmus kommen. Ja, schöner Begriff, ja. Von Straubhaar oder von irgendjemandem. So, dann ein Punkt noch. Also Brandschutz haben wir, Kosten-Wallbox war die Frage, ist erledigt, hattest du gebracht. Derbsmobil haben wir Smart Meter. Also da die Möglichkeiten sind ja immens und da laufen ganz viele Projekte jetzt los, um die richtig zu nutzen. Also nicht nur zeitabhängige Tarife oder zweckabhängige, also fürs Laden für die Nutzung einer Wallbox, extra Stromzähler, extra Tarif. Das ist denkbar, aber es sind eben auch so Genossenschaftsmodelle denkbar und da wird jetzt viel gemacht und entwickelt, um Strom auch an andere zu verkaufen, ohne den Versorger zu nutzen. Also dass man den Strom der eigenen größeren PV-Anlage auch dem Nachbarn verkaufen kann, über Smart Meter abgerechnet. Und da war die Frage Datensicherheit und Resilienz, also Angreifbarkeit. Ich habe gerade dieses Buch Blackout noch gelesen. Das war ja die Smart Meter, die gehackt worden sind und dadurch das ganze Netz durcheinander gebracht wurde. Ja. Also das ist, habe ich auch gelesen, das ist dann auch immer eine tolle Vorstellung, aber genau das wollten wir eigentlich in Deutschland verhindern und darum dauert das bei uns alles so lange. Also ich sitze auch in der Taskforce vom BSI, das ist das Verflixt. Institut für Informationstechnik. BSI halt ist also ganz und das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium, die haben halt gibt es halt Taskforces zur Weiterentwicklung der Smart Meter Gateway-Geschichte. Und da spielt die Sicherheit, die Datensicherheit und der Datenschutz eine ganz, ganz große Rolle. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Und wenn man sich jetzt hier mit einem Energieversorger unterhält, einem größeren Energieversorger, der nicht nur in Deutschland sitzt, dann sagt er, hey, in Schweden und in Italien und in Spanien sind wir schon viel weiter. Und die Erfahrung nutzen wir hier natürlich auch in Deutschland. Aber interessanterweise ist es natürlich so, dass in dem Buch Blackout, da hat es ja in Italien angefangen, ne? Weil da dann vielleicht auch die Sicherheit nicht so war. Es ist tatsächlich so,
erst seit letztem Jahr sind die Smart Meter, haben die vom BSI die Zertifizierung bekommen. 3 Unternehmen, die ein Smart Meter Gateway produzieren, was wirklich von der Produktionsgeschichte her bis zur Auslieferung sicher sind. Also es gibt keine 100% sicheren Systeme, aber ich glaube, noch viel toller prüfen als das, was bei uns in Deutschland gemacht wurde, geht kaum. Oder es wird dann einfach nicht mehr wirtschaftlich sein oder noch weniger wirtschaftlich. Und das Problem ist aber auch, und das merke ich halt in diesen Taskforce-Sitzungen, dass ganz viele Sachen jetzt ganz schön kompliziert werden. Also jetzt gerade auch mit den Stadtwerken Norderstedt gesprochen, die haben auch 3 Jahre einen Smart Meter ausprobiert, die haben das über eine Glasfaserleitung laufen lassen. Die müssen jetzt aber die Smart Meter theoretisch wieder ausbauen, weil sie das nicht mehr, also weil das so von der Geschichte so nicht läuft. Es darf dann halt nicht über Glasfaser gehen, es muss dann irgendwie anders laufen oder so. Also da gibt es auch ein paar Punkte, die jetzt doch wieder aufgedröselt werden, damit wir vielleicht doch ein bisschen schneller in diese Smart Meter Geschichte kommen, damit das auch wirklich vorangeht, weil wir brauchen genau für diese dezentralen Konzepte, auch wenn es um solche Energiegenossenschaften geht, da werden wir die Smart Meter brauchen, sonst funktionieren die einfach nicht. Da muss einfach viel, viel automatisch laufen. Und klar, neben den zeitvariablen Tarifen wird es auch lastvariable und noch andere variable Tarife geben. Aber die Frage ist tatsächlich, wann werden die kommen? Und da bin ich im Moment leider so auch ein bisschen frustriert, wenn ich mir die Gespräche halt anschaue. Dann haben alle ganz, ganz viel Angst, dass da irgendwas passiert, was nicht wieder rückstellbar ist. Und darum wird das immer weiter nach hinten geschoben. Ja, eine der Digitalisierungsbaustellen, die wir haben. Ja, leider. Okay, so, ich habe die Punkte, die ich mitgeschrieben hatte, die habe ich jetzt abgearbeitet. Habe ich was vergessen? Habe ich irgendwas im Chat jetzt vergessen oder gibt es noch Fragen oder Anregungen oder sollen wir auf der Schiene weitermachen? Irgendwas noch vertiefen irgendwann in Folgeveranstaltungen? Wie auch immer. Also das kann in den Chat geschrieben werden jetzt oder später an, sind wir eigentlich erreichbar? Ja, also OpenDoor ist erreichbar. genau, also und es ist ja so, dass von den Teilnehmern habe ich ja die E-Mail-Adressen, ja, an die will ich dann halt auch das Paper nochmal schicken. Und da stehe ich natürlich auch im Nachgang noch für Fragen offen und kann das natürlich auch jetzt mit Jens Wulsberg gegebenenfalls auch nochmal klären. Also da denke ich, sind wir relativ flexibel, was das anbelangt. Ansonsten haben wir ja auch schon jetzt fast, naja, sind ja schon lange dabei. Also ja, genau. ordentlich Sitzfleisch hier. Finde ich ja, gut. Also, ich glaube, einer ist ausgestiegen oder wir sind 12, jetzt fahren wir 13 Folgen. Alles gut. Ja. Nee, ich denke, dann sind wir durch, oder? Also wenn Anregungen sind oder Wünsche, wie gesagt, dann schreibt das an Tom oder an mich oder über Tom an mich oder umgekehrt. Also mich hieße dann OpenDoor, das ist ja bekannt. Und dann nehmen wir auch Themen auf. Also wenn Vortragsthemen gewünscht werden, meinetwegen zu autonomen Fahrzeugen, da hatten wir mal was geplant mit dem Green Tech Campus in Engesande. Das wird auch nicht ist auch nicht gestrichen, das wurde nur gestrichen wegen Corona und so weiter. Ein Vortrag oder eine Exkursion dahin, immer her damit und dann organisieren wir und laden ein. Ja. Okay. Ansonsten vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Komme auch gern wieder, auch zu anderen Themen. Wir haben auch andere coole Kollegen, die tolle Themen referieren. Also auch die sind sicherlich dabei. Ja, ansonsten wünsche ich weiterhin viel Erfolg, auch als Verein und so und frohen Mutes vorangehen und schön Car-Sharen. Genau. Sion und so, ne? Wenn die Sions da sind, dann machen wir einen Vorführtermin. Alles klar. Alles super. Klar. Okay. Dann noch einen schönen Abend und vielleicht bis bald. Ne? Danke, Tom. Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ja.